Bonjour, meine Damen und Herren. Wir sind da, Metal Saber, Folge Nummer 97. Heute ist mal wieder eine Special-Folge. Letztes Jahr haben wir schon mal 2 Personen vom Opener Grenchen gehabt. Und das Jahr wieder. Nicht mehr der Omi und der Lenny, die haben schon zu viel geschnurrt. Die haben 2 Minuten Strafe bekommen, ja. Jetzt haben wir zwei zwei neue Opfer, die uns die Geheimnisse und die Behind the Stories erzählen vom Opener Grenchen. Wir heißen willkommen Shanti und Sven. Ich würde jetzt mehr Geiseln nennen, nicht Opfer. Geiseln, fair. Okay, my bad. Sie sind vom Opener Grenchen hingeschickt worden. Hallo, Das ist Das Opener Grenchen ist gekommen. Das ganze Festival hat sie genommen, wie sich die Hai. Wäre Opfer nicht für Human Sacrifice eigentlich Doch. nutzbar? Okay, fair. Aber genau darum. Ich finde Geisel ist das bessere Wort. Fair. Ja, weil der Leni steht auch noch da draußen mit dem Baseballschläger und schaut, dass niemand aus dieser Hütte rennt, bevor wir nicht eine 6-stündige Folge haben. Absolut. Und wir müssen Clips markieren, hat er gesagt. Wir müssen Clips farmen. Der fucking Streamer, Alter. Scheiß Streamer, sagt. Ja. Aber ja, welcome im Podcast. Dankeschön. Hey, merci, dürfen wir da sein? Ja, sicher. Wie geht's euch? Hey, angenehme Temperaturen für uns, würde ich meinen. Ja. Ja, noch nicht so einen Plan, was ich da mache, aber Sehr das ist gut. gut. Es geht mir seit 97 Folgen so. Ja, immer planlos. Fragt mich nur gerade, welches Wetter besser ist. Das, was wir jetzt haben fürs Grenchen oder das, was wir letztes Jahr am Grenchen hatten? Das ist eine gute Frage, ja. Fix das und der Feuerwehrschlauch, definitiv. Ja, fair. Ja. Und gar nicht haben wir genug Schatten. Das ist halt... Wäre auch einfacher zum Aufräumen alles wieder. Ja. Also nicht alles vom Schlamm muss reinigen. Ja. Ich nehme das Mikrofon ein bisschen näher bei dir. Ja. Sonst kann ich auch ein bisschen anpassen. Warte schon. Du bist Nummer... Ich meine, zum Glück hätten wir alles vorher können machen. Aber Ja, das- auf jeden Fall, ja. Wie so effizient sein. Wieso sollten wir Sachen anders machen wie Sag mal immer? bitte. Ja. Ah, perfekt. Ja, das ist super. Kann es sein, dass ich das Mikrofon das letzte Mal hatte? Ja, definitiv. Stell dir dich ein bisschen leisiger, du zu viel redest. Oder? Nein, ich habe eine Stimme, die so anscheinend so ein bisschen mühsam ist. Der Bella hat so eine penetrante Ich rede Stimme. nicht unbedingt lauter als andere, aber meine Stimme ist einfach wirklich penetranter. Und sobald Emotionen fließen in dem Fall. Clips. Einfach rot, alles rot. Tschüss. Danke vielmals. Bella, wie geht's dir? Ja, mir geht's super, danke. Erzähl mal, was du vorher erzählt hast. Nein. zu sehr in meinem Privatleben. Fair, my bad. Das ist okay. Ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich hätte noch etwas müssen erledigen, aber ich konnte es nicht erledigen, weil ich etwas nicht gefunden habe. Mhm. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich das nie bekommen habe oder ob ich es verloren habe. Alright. Das klingt fast wie die Tagesprobe. Ja, etwa so. Es ist aber schon noch etwas Wichtiges, wenn du es bekommen hast. Ja, wenn ich es bekomme, ist es schon etwas Wichtiges. Ja. Clip, alle Leute können raten, was ich nicht bekommen habe oder bekommen habe. Aber sonst... Schreib in die Kommentare, was ich echt die Hai habe oder nicht die Hai habe. Und es gibt einen Gratis-Drink an der Pfeffi-Bar. Gratis Shots bei uns. Da werden Versprechen gemacht. im Podcast. Ich schreibe jetzt Das sind ich schreibe mündliche Kommentare. Verträge. Ich mache mir 700 Fake-Accounts. Aber sonst tun wir mal... ich hätte gesagt, und sonst mal kurz vorstellen, dass wir mal ein bisschen mehr von uns wissen. Wir kennen uns auch nicht. Wir sehen uns zum ersten Mal. Deswegen sind wir da gespannt, um euch besser Es ist kennenzulernen. actually ein Blind Date, Alter. Definitiv, ja. Wie die Fernsehsendung First Dates oder Blind, wie heisst die? First First Date. Dates, ja. Aber da brauchen wir noch etwas zu essen. Mit wesentlich Aha. weniger Budget. Gut, es hat Chips und es schmeckt nach Poulet. Das ist halt ein spanischer Haushalt, Alter. Lässig. Aber sonst, Shanti, was tust du bei dir? Ja, ich bin Chanti, ich bin Barleitung von der Pfeffi-Bar. Bin seit 2019 am Opener dabei, immer mal so ein bisschen verschiedene Aufgaben und seit dem 23 an der Pfeffi-Bar. Mhm. Genau. Was hast du vorher gemacht? Mal Hawaii-Bar, mal Seki, mal Steward, so ein bisschen alles durchprobiert. Aber die Pfeffi-Bar ist halt einfach nicht vergleichbar mit anderen. Das ist eine andere Klasse. Alright. Du bist Säcki und Steward gewesen. Crazy. Schon, ja, ich weiss nicht, wieso man das zugelassen hat. Ich brauche einen Notizblock, da kann man alles aufschreiben und nachher mal fragen. Wirklich. Nein, das ist dein Büchlein. Ich mache das jetzt einfach alles selber. Alright. Oder ich merke es mir einfach. Das ist ja professionell, Alter. Das ist Ja, mal Amix, wie mein früheriger zum Chef schon ersten Mal in gesagt der hat. Folge Nummer 97. Wie mein früheriger Chef schon gesagt hat, sometimes is smarter than he looks. Weißt du, das ist vorher, wie wo wir Breakdown of Sanity zum ersten Mal interviewt haben und ich habe extra Fragen nicht parat gemacht und einfach im Auto Keine vergessen. einzige gestellt Aber haben. auch, Ja, ja. das ist super gewesen. Aber das hat uns so ein Schema gesetzt für den Podcast eigentlich. Mhm. Nicht vorbereitet, einfach fließen lassen.
Und wir sind hierher gefahren und haben gefragt, habt ihr einen Plan? Wisst ihr wie? Weil Das ist etwas Wir Gutes. wissen, das ist ein Wir haben einen Secret. Plan. Der Plan ist, keinen Plan zu haben. Und der Ricky ist einfach autistisch und fragt euch irgendwelche Sachen aus. Das ist der Secret Sauce, ich sag's dir. Gut, und eben sonst können wir immer noch einfach am Leni oder am Mumi die Schuld geben. Oder? Ey, das finde ich gut, Dass sie ja, es nicht Leni. vorbereitet Finde ich Das haben. finde ich gut. Ja. Haben wir gerade, wenn wir schon dabei sind, haben wir gerade eine Best/Worst Leni-Umi-Story vom Festival, wo, ihr, das ist super. wo ihr jetzt auch könnt erzählen könnt, ohne dass es nachher einen Puff gibt mit ihnen. Ich habe schon gesagt, also lieber zu viel erzählen als zu wenig und dann können wir immer wegeditieren. Also einfach sagen, wir setzen den Knopf und nachher wissen wir die lustige Geschichte, der Rest halt nicht. Selber schuld. Sie sind selber schuld, dass sie nicht da hingekommen sind. Jetzt Ja. gibt es die über das Hey, Stimmt, dafür am Ricky, Samstag, wir sollten ruhig sein und einfach sie reden lassen. aber nein, dafür am Samstag, am 10 Uhr morgen, im Open Granich, gibt es Metal Seven Live Podcast, wenn wir dort irgendeinen Scheiß erzählen, können wir es nicht editieren, weil du bist vor Ort gewesen. Von dem her, Wir können nur die Leute deleten. ja. Ja. Straight up Mord. Ja, können wir. Das ist Massnahme. Ich glaube, bei der Sandria Stage, gell? Sind die? Sandria Stage. Ja, genau. Das hat es niemand gehört, wenn es keine Züge mehr gibt. Ja. Ja. So. Ja, ich bin der Sven. Ich habe daheim mal probiert zu überlegen. Es ist, glaube ich, mehr als 15 Jahre beim Greinicher dabei. Probier sonst das Mikrofon so zu richten. Ja, sehr gut. Das ist das erste Mal, wo ich es mache. Hey, ja, kein Problem. Ja, eben, plus minus 15 Jahre, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Seit vor Corona habe ich die Logistik übernommen. Das heisst, wir verwalten alle Getränke, alles Essen, wo über die interne Bar und Stände rausgeht. Ja, hey, wir sind dort das Dritte, der Simi, der Pascal und ich. Und streng, aber schon noch geil. Alright. Jetzt machen wir mal ein musikalisches Profil von euch beiden. Zum Wissen. Sagen wir so Top 5 Artists, die ihr gerade am Moment am Hören sind. Electric Callboy, Ja. Toten Hosen. Aha. Hey, und dann hat es sich schon fast. Hey, jetzt aktuell wirklich hure viele Hosen, weil ich am Konzert war Ja, von den fair. Hosen Hast du letztes es gut Wochenende. gewesen? Ich Es habe ist nämlich in dem hure Moment, wo warm das gewesen, Konzert war, ist mir überlegt, shit, ich sollte auch gehen. Das ist Sport. Ich hätte jetzt wirklich hure gerne für Bern Tickets gekauft. Nächstes Jahr ist jetzt aber gerade in den letzten 2 Tagen ist es ausverkauft gewesen. Recht scheiße. Es war recht geil gewesen, ja. Ich war sehr verschwitzt gewesen. Nicht nur vom Wetter auf dem Bogen. Mhm. Ja, ich würde wieder gehen. Das stimmt top. Mögen Sie noch? Ich habe noch gesehen, Ey. der Campino hat lange Skinny Jeans Ja, angehabt. Wild. verstehe ich auch nicht. Aber Wild. Ja. krass, ich habe wirklich gedacht, ey, wie der noch mag mit 62, 63, glaube ich. Ja, er hat am Montag Geburtstag gehabt. Recht Respekt. Ja. Aha. Gratuliere. Natürlich, ja. Gratuliere, Campino. Der Ricky, Das hat, könnte aus. der Ricky hat keine Ahnung, wer er ist, von was wir gerade reden. Ich verwechsel immer Hosen und Ärzte. Das ist fair. Wenigstens verwechselst du nicht mehr Ärzte und Onkels. Voll, genau. Na gut. Nein, eben, Das ist crazy. Für euch als Info, eben, ich bin jetzt in der Schweiz seit 2011. Vorher bin ich in Südamerika gewesen, heisst, ich bin da gelandet und ich lerne die ganze Kultur von da durch die Bella. Eigentlich, also erzählt mir immer Sachen und nachher tue ich die falsch im Gedächtnis speichern und nachher tue ich eben so Sachen ausspucken. Das ist herrlich. Der Ricky lernt immer wieder neue Wörter. Eigentlich jede Folge kommt er wieder mit irgendetwas hinführen, weil er es noch nie gehört hat. Das ist top. Ja, voll. Was ist der beste Hosensong? Und wieso ist es Venceremos? Das ist ein spanischer Song. Sie sind aber sehr oft in Argentinien. Als Abschiedstournee haben sie nochmal in Argentinien. Ja. Interessant. Finde ich recht krass, dass die dort unter einer Fanbase haben. Ich bin eben Ah nein, Argentinien macht noch Sinn. Ja, vielleicht so vergangenheitsmäßig. Ja, Argentinien und Südchile, definitiv. Ja. Ja. Da verstehe ich es jetzt. Yeah! Das sind doch kulturelle Sachen, die ich verstehe. Siehst Wie lange ist es gegangen? 15 Minuten bis zum ersten Nazi-Joke. Es gibt sogar Dörfer, wo sie immer noch einfach Deutsch reden. Aber weil das Deutsch, redet es gutes Deutsch? Weil es gibt in Amerika ja so, wir sind absolut gar nicht. Du meinst die Die Städte in Amerika, die deutsch sind, was einfach so New Geneva? Nein, als Deutsch von vor 100 Jahren Ich redet. weiß. Sie haben so einen Namen wie New Bern oder so etwas. So einfach Okay, ich unterbreche das jetzt. Shanti, was sind so deine Top 5 Acts? Sonst können wir nie mehr rausgehen. Ja. Ich höre nicht unbedingt nach Bands, mehr so genremäßig. Mhm. Das ist halt mega durchmischt von Hardcore zu
Metalcore, Deutschrap, Techno. Hafti aktuell ganz, ganz viel. Das ist mega durchmischt. Aber Haftbefehl. so. Ricky, wer oder was ist Haftbefehl? Rapper. Ja, korrekt. Mhm. Ja, voll. Was macht er für Musik? Rap. Keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Song von ihm gehört. Ist er ein Chabo oder ist er ein Babo? Da fuck ist ein Chavo, Alter. Jetzt musst du erklären, was das Wissen Chabos, wer der Babo ist oder nicht? What? Jetzt musst du erklären, weil das habe ich noch nie gehört. Er hat einen Song, der heißt Chabos wissen, wer der Babo ist. Und was ist ein Chavo? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es glaube ich nie. Aber Fragt Hafti. ich habe ihn noch nie gefragt. Von dem her, ich kann es dir nicht sagen. Aber gute Netflix-Doku hat. Ja, voll. Lohnt sich. Warte. Ist das der die Nase kaputt gemacht hat? Ja, Ja, genau. dann habe ich den gesehen, ja. Ja, voll. Du weißt, wer der Babo ist? Ja, voll. Ich habe gemeint, das ist ein Sido. Nein, my bad. Ich habe schon durchgewischt im Kopf. Stimmt. Du kannst nicht Blick von Deutschland. Ja, my bad, Alter. Ich habe einfach einen random Netflix-Dokumentarfilm geschaut und so, ja, ist spannend. Ja. Aber das passt, das Grenchen, alles was ihr sagt, finde ich. Ja, Sind- Hafti am Gränichen würde ich sehr Boah, fest das wäre sehen. funny. Das wäre, ja. Aber sonst so, du hast jetzt Genres genannt. Was für Bands würdest du gerade einfach Namen rühren? Ist letzte Zeit sehr... Recount aktuell gerade sehr, sehr Recount? hoch. Ja, Was machen die? so Beatdown und Hardcore. Ah, alright. Gerade im Gym ist das sehr, sehr Alright. Sehr gut. schmeckt. Ja, Ja. kann ich nicht mehr hören, ich habe mein Gym-Abo aufgegeben das Jahr. Ja, musst du Kapuler, Alter. Das ist der einzige Grund, wieso ich nicht Beatdown hören kann. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt wieder Sport mache, müsste ich Beatdown hören. Laut meiner Du fährst Logik. gerade von schwitzen, gell? Ja, Das exakt. geht's nicht. Ja, definitiv. Was hast du noch so für andere Bands, die gerade am Sound bist? Müssen wir auf dem Handy nachschauen, ich kann es dir nicht sagen. Du hast einfach Playlist laufen lassen. Ja, Genau. voll. Ich mache irgendwelche random Lieder und dann kommt einfach Fair. etwas. Ja. Im Fall, so habe ich letztens eine Band herausgefunden, die Hardcore macht, aber mit Drill-Rap-Vocals. Und ich bin mit dem Schnauzbruder im Auto gewesen. Und so, what the fuck, Alter, das ist verdammt geil. Und dann geht er einfach Instagram oder was auch immer, und so, sie haben sich aufgelöst. So, fuck. Scheiße. Das ist bei Hardcore-Bands immer so. Wenn du eine neue Hardcore-Band findest, ist die Frage, hat sie sich aufgelöst? Wenn du eine neue Black-Metal-Band findest, ist die Frage, sind es Nazis? Ja, fair. Das ist halt, bist nie sicher. Aber sind ihr schon am Grenchen gewesen, bevor ihr dort mal irgendwie mitgeholfen habt, also als Privatperson einfach nur Zuhörer, oder haben euch irgendwie einfach Leute dort so, du kommst jetzt da hier mit und du machst jetzt da mit reingezogen? Nein, weil dort, wo ich es kennengelernt habe, bin ich halt nicht leer gewesen, aber es nicht können leisten und darum halt immer arbeiten, weil gratis Ticket. Ach so, ja. Aber die Pfeffi Bar bin ich durch meine Friends gekommen. Das ist eine grosse Freundesgruppe, die das macht. Und irgendwie durch das dann. Genau. Ich bin jetzt gerade aufgewachsen. Ja. Ist noch lustig, ich bin durch in der Schule haben wir so einen Religionsunterricht gehabt halt. Und nach der Schule... Schadologie. Ja. Nach der Schule hat der Pfarrer dort, der so ein recht junger war, hat so das Frischluftteam gegründet. Ist das der coole Fahrer gewesen? Es war wirklich ein cooler Ja, Pfarrer. Ja. Ja, und dort haben wir irgendeinen Stand gehabt am Open Air, so einen Kuchen-Kaffeestand. Ja, religiös bin ich nicht mehr, aber bin ich geblieben. Mhm. Passt voll. Ja. Das ist ein wildes Konzept. Ja, voll. Mhm. Aber ich nehme an, wenn ich jetzt so, das in dem Fall mal so rein, wenn ich uns anschaue, schätze, ist das auch schon etwa 15 Jahre her, kann das sein? Dort ist ja, dort ist ja eh noch, dort ist ja, glaube ich, also dort ist generell, entweder bin ich einfach draußen, aber dort ist Religion ja in der Gesellschaft sowieso noch ein grösseres Thema gewesen, oder? Oder bin ich einfach, gut, du bist... Klar, ich bin nicht da gewesen, Alter. Du bist ja, gerade weil es Südler sagen, du bist eh Latino, bei dir ist Religion sowieso noch... Der ist sowieso noch recht hoch. Weil dort haben ja alle so christlichen Metal gemacht. Also so Skillet, Ja, die Metalcore-Bands, halt, White Silent Metalcore. Planet, Ja. alle die. Da hat es aber glaube ich nie gegeben, Greinicher, oder? Also, Ich weiß nicht, Ist nicht August Plus Red mal auch christlich gewesen? jede Metalcore-Band hat mal gesagt, sie machen christlichen Metalcore, damit alle amerikanischen Kinder dürfen hören. Das Ich ist bin mir eine immer noch gute- sicher, das ist der Grund dahinter. Das ist eine gute Strategie. Ja. Schlager auch, ne? ja. Schon. Aber wäre schon mal Zeit, dass es Schlager wird geben am Greinicher. Da bin ich das. Da kann ich heim. Wir müssen den Bierverbrauch ein bisschen ankurbeln und da würde einfach helfen. Der Bierverbrauch ankurbeln, lange es dort nicht, wenn Landmarks und Bleed From Within
ans Festival holst. Dann machst du zwar kein Geld damit, aber der Verbrauch ist angekurbelt. Hilft auch. Du hast gesagt, du hast aber nicht an den Dings gearbeitet, gell, in der Hawaii-Bar. Einmal doch. Aber Weiss nicht ja. dort, wo die 2 Bands da sind. Weil ich habe nur Storys gehört vom Umi, dass dort die Franzosen die Schotten dicht gemacht haben. Ich kann es dir nicht sagen, Okay. im Fall. Aber ich Franzosen bin ja nicht lang gewonnen. gewesen. Hä? Die Franzosen haben gewonnen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sagen am Schluss Landmarks unbleibt von mir fin hackevoll irgendwo morgen um 4 Uhr über das Festival gelang gestürchelt, weil sie in der Hawaii-Bar Kate sind wie die Blöden. Geil. Ja, aber da gibt es ab und zu mal bei Bands. Das sind nicht die einzigen. Hast du irgendwie gerade Namen? Bands? Wer war die härteste Band in der Hawaii-Bar? Ich weiß es nicht, musst du nicht mich anschauen. Ja. Ja, hätte der Hawaii-Bar Bands gespielt? Nein, aber du kommst ja mit dem... Besucher so, meine Du kommst ja ja mit dem, wie ich dann, nachdem ich einmal so einen Pass herausgefunden habe, kommst du mit dem Bandpass kommst du an allen Grenichen Bars und Essensständen Essen über Mhm. und Getränke. Es sollte gar Das- nicht so sein, aber ja. Doch. Fahre fort. Also auf jeden Fall hat es das geheißen so. Mit dem Ich glaube, Artist es sollte Badge. eigentlich nur Backstage gratis konsumieren, aber ja. Keine Ahnung. ist Also okay. dort, wo es mir geheißen, wo wir das gemacht haben, wo ich mal mit Safe Last Breath war, hat es geheißen, an den Grenichen Sachen bekommt man Zeugs. Auf jeden Fall, das ist dann darum, eben, wahrscheinlich haben die sich gar nicht so viel, haben die sich das gar nicht so müssen leisten dort, was sie da Hawaii sich weggejasset haben. Gut, nein, also eben Bands können im Backstage gratis trinken. Also Also, das ich ist bin mit kein Problem. ja, das ist, das passt Gibt auf jeden Fall. So zahlen müssen sie nicht. Mhm. Das nicht. Das wär's noch. So, ja gut, wobei es gibt sicher Festivals, wo du das musst machen. Mhm. Ja, ich glaube, bei grösseren Festivals haben die Band nicht wirklich Interesse, auf die Fläche für zu gehen. Kann ich mir das vorstellen. Nein. Weil Ja, nein, weil du wirst gerade Mhm. angequatscht. Ja, eigentlich ist schon Ja. familiärer. Das ist schon Viel, ja, definitiv. auf jeden Fall. Ja. ich bin letztes Jahr im Greenfield Backstage durchgelaufen, Mhm. weil wir so eine Führung gemacht Ja. haben. Schon ein recht geiles Buffet dort hinten. Hey, Ja, das der sind Bruder wirklich- kann dir ein bisschen erzählen. Das ist Das ist recht ganz in frech. Ordnung. Das Tiramisu ist verdammt gut. Ey. Ich war nur auf der anderen Seite von der Bühne, von der Bar. Mhm. Ich konnte nichts probieren, aber hat recht frech ausgesehen. Ja. Ja, das ist wirklich top gewesen. Aber ich muss sagen, das Grenichen steht dem Ganzen nicht wirklich viel hinten drin. So, der Backstage vom Grenichen ist im Vergleich zum Backstage vom Greenfield auch ziemlich nice. Aber Hast du das ein hat eine hohe Mühe, gell? Also so. Ja. Ich bin auch noch im Dekoteam nebenbei. Mhm. Und das ist wirklich jedes Jahr wieder so eine verdammte Szene, bis wir dort einen coolen Raum eingerichtet haben. Und so. Ihr seid letztes Jahr auch im Backstage gewesen, Wir gell? sind, ja, wir sind nachher im Häuschen auch gewesen. Ja, Haben ja wir genau. uns eingerichtet. In der Garage. Innen Genau, haben wir, in der Garage. Genau. Hinten die Heu-Dinge, die nachher weg sind, ist noch gut gewesen. Weil sonst wäre es ein bisschen nass gewesen. Mhm. Wie alles Ja. andere, ja. Weil zuerst haben wir probiert, beim Auto hinten zu sitzen und so. Das wäre weggegangen, ja. Und es ist irgendwie nicht so gegangen. Nachher sind wir noch im Backstage gewesen. Und dann sind halt alle Bands und so Masssektionen gefunden, boah, mich stört da ein bisschen. Am ersten Tag sind wir nicht da gewesen, Ja, oder? das Ding ist, eben, der Leni hat gesagt, er schaut, dass wir einen Ort haben. Dann hat der Aha. Leni mir irgendwann mal geschrieben, er hat mich gefragt, ob ich eine Band schaue. Dann habe ich gesagt, Aha. nein. Dann hat er mir geschrieben, ich soll mal kommen. Und ich so, ich kann gerade nicht. Und ich habe nicht gecheckt, dass er gesagt hat, ich soll kommen, weil er uns einen Raum organisiert hat. Ah, Darum sind wir dort eventuell erst am zweiten Tag drin gewesen, weil ich es Ah. einfach nicht gepeilt Bravo. habe. Ich habe es nicht gepeilt, bis der Leni mir mal so Kollege, Alter, was ist mit dir? Ich habe euch einen Raum organisiert, kommt ihr jetzt mal? wir haben uns einfach im Backstage installiert und einfach haben alle Leute gestört dort. Ja, aber das ist schade. Ja, ist gegangen. Das ist so schlecht gewesen. Nein. Ja, nein, aber was hast denn du so für Helferjobs gemacht ganz am Anfang? Wie so beim ersten... wir müssen ja irgendwie jetzt das Ganze... Der Sinn ist ja, glaube ich, eigentlich dahinter, dass wir jetzt 2 Helfer vom Grenichen dabei haben oder Ja. 2 Leute, die nicht so also anders hinter der Kulisse arbeiten wie die restlichen Leute, die wir da hatten. Mhm. Dass wir auch mal die Storys von so den wirklich fleissigen Leuten haben. Mhm. Mhm. Du den richtigen Job leistet, ja. Mhm. Angefangen habe ich im 19. mit eben Security. Dort war es noch intern gewesen, und dann einfach so Eingang bewachen, Rundgang machen und so. Das war recht eine wilde Erfahrung gewesen. Dann das Jahr darauf bin ich an die Hawaii-Bar gegangen, Mhm. einfach einen Abend lang. Und dann ist Corona gekommen. Mhm. Und ja, nachher bin ich an der Pfeffibar gewesen und habe dort einfach angefangen, Leute beelenden. Und Was sind die wildesten Stories, die du darfst? die kann ich nicht erzählen.
Können wir das Open Air Grenchen und findet es selber raus? Ja, wirklich, kommt vorbei, findet es raus, es sind alles nur wilde Stories bei Oder uns. werden eine wilde Story? Es ist alles offen. Weißt du, aber die Pfeffi Bar, jetzt, ich glaube, ich bin völlig hängen, weil ich die letztes Mal gar nicht... Das ist die vor der Mainstage. Ah, Ja. dort im... Ja, Die Mitte. ja. Genau, damit die Ja, okay, ja. Gut, das kann ich mir noch Dort, wo immer vorstellen. Party ist Ja, und das alle kann rumschreien, ja, Ja, das ist doch gut. Pfeffi-Bar. Das ist doch super, das ist doch Ja, super, das ist doch top. Wo du aber auch sehr schnell etwas trinken bekommst. Wir sind wirklich schnell, Schon? ja. Wirklich, also. Bei uns ist immer so viel so der Ding, er arbeitet gar nicht, aber du bekommst an der Hawaii-Bar nicht ansatzweise so schnell trinken wie bei uns, weil halt wirklich einfach alle am Säckle sind. Ja, aber weißt du, gibt es für euch mehr als nur Pfeffi? Bier und da Jahr zum ersten Mal wieder die Regenbogenschatz. Und da hast du 7 verschiedene Alkohol halt in der Regenbogenfarbe. Und wir singen ein Regenbogenlied dazu. Also, Warte, du erklärst das so, als ob das nicht absolut insane wäre. es ist absolut insane. Können wir das schon durchgehen? Wie Ja. sieht das von ganz... Also du hast dann so ein... Ich hast dann so habe ein Holz... selber Brettli gemacht, Holzbrettli. Ich Ja. bin letzten Samstag 4 verdammte Stunden dran gewesen, habe die Brettli geschnitten. Das und ist das Zeug, das wir Geil, brauchen. oh. ja, voll. Das ja. ist- Und das dann habe sind ich dort, Storys. die Löcherboarten habe die Scheiße noch lackiert. Und ich mache es nie mehr, wenn die Brettli kaputt gehen, dann sind die kaputt. Ist mir scheißegal. Und dann sind halt so viele Löcher, wie der Regenbogenfarbe hat. Und dann gibt es jeder Shot halt, dass nachher der Regenbogen so als Getränk dargestellt wird. Wie viel Farbe hat der Regenbogen? 7. 7. 7. Ja. Also ich hoffe es immer, weil ich 7 Löcher gemacht Ja, Klaus. Können wir Ich habe 7 Drinks bestellt. Also. Können wir das Regenbogenlied noch? Nein, ich kann es nicht. Meine Regenfarbe und deine, das sind zusammen 2, wäre es 4, 5, 6, 7. Ja, es sind 7. Ja, voll. Ich Genau. habe nicht gewusst, einen Regenbogen-Song, aber in dem Fall. Komm an die Pfeffi-Bar, bestell den Dort kannst du Regenbogenshot und dann kannst du ihn leeren. Hell yeah, Ricky. Ja. Das wäre doch mal etwas für um deinen Edge-Break durchzuziehen. Ja. Mhm. Was du gar nicht angekündigt hast, aber ist okay. Okay, was sind Shots? Darf ich dir das überhaupt sagen? Ist es irgendwie so Benzin mit Terpentin gemischt? Nein, oder nein, es sind irgendetwas? verschiedene Wodkas, glaube ich. Hey, sicher Pfeffi für grün. Ja. Ja. Aperol Orange. Was haben wir noch? Schwarzer Wodka ist Schwarzer Violett. Wodka. Jetzt haben wir Violett im Regen. Ja. Ja. Ich glaube, Roter Bluca Wodka. Rossau. No. Haben wir den nicht gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Limoncello haben wir noch irgendeinen. Ja, voll. Und der eine ist noch ein Mörder, wo wir einfach von der Weibar holen. Stimmt, Violett ist der Mörder. Der haben wir- Mörder. Weiss jemand von euch, was im Mörder drin ist? Ja, Ja. Okay, aber dann das erzählen wir nicht. Gut. Schade. Da könnt ihr an Bar arbeiten, dann Ja. lernt ihr es. Ja, voll. Ist Und es- übrigens, sorry, Ja. der Regenbogenshot ist limitiert. Also es hat Genau. einfach nur eine bestimmte Anzahl von Flaschen, die ich nicht mehr nachbestellen will. Ich will auch nicht es mehr. einfach so lange gesetzt. Ich wollte auch nicht mehr als das, was wir haben, das scheiß Lied singen. Ich hasse mich schon dafür. Das ist so schlimm. Darum lieber früher kommen und einen nehmen, als irgendwie erst am Samstag am Nachmittag. Genau. Kommen wir gerade Freitag Ja. am Nami. Freitag am 11 Uhr machen wir auf. Freitag am 11 Uhr, Hawaii-Bar, alle Regenbogenshots wegsaufen. Hawaii-Bar. Pfeffi-Bar, alle Regenbogenshots wegsaufen. Genau. Let's go. Der Ricky und ich schauen euch zu und nachher kommt es gut. Das Jonty Heiser ist nachher. Ja, genau. Das passiert wahrscheinlich etwa am Freitagnachmittag um 4 Uhr. Dann ist sie am Chanten. Besser gut. Nein, das Niveau wird nicht besser als das, keine Angst. Wir fangen tief an und hören nicht Ja. wieder auf. Ich habe keine Erwartungen gehabt und enttäuscht ist mich trotzdem. Das ist mein Leben. Ja. Aber die Brettli, nur zum Namen auf die zurückkommen. Die verdammten Die Brettchen. verdammten Brettli. Also so lackiert mit so Farbe oder so? Nein, Sind so so Holzlack. holzig, so Ja, ich habe mir holzig. schon überlegt, ob ich sie farbig so ansprayen, aber Holz ist eben schön. ja, So ich habe gibt- mir auch gedacht. Und du hast ja Farbe von der Shot selber und Fair, dann ja. wäre es jetzt farbig. So bunt sind wir nicht. Glitzer Also und so. von der Diversität wäre es immer sehr bunt. Also, aber Glitzer jetzt auch noch drauf? Ja, das wär's. nein, Glitzer haben wir nur in unserem Alpha-Mail-Shot. Den habe ich auch neu eingeführt. Wir haben einen alkoholfreien Shot dieses Jahr, das erste Mal. Ah. Er ist pink glitzerig und heißt Alpha-Mail. Jawohl. Ja, Ja, dann nehmen wir das. Wenn wir sonst einfach mal Karten durchgehen, haben die Karte gerade im Kopf von der Pfeffi. ja, doch im Kopf mehr oder weniger, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon Bier und Pfeffi. So. Ich glaube, da kann die Logistik noch etwas dazu sagen, was wir am meisten abstellen. Disco Mate. Ja, stimmt, der läuft auch gut, ja. Voll. Disco-Matte. Schmatte mit? Wodka. Wodka. Das Primate mit Ist das nicht Wodka. Turbomatte? Nein, es ist nur Turbo-Toni, wenn es Toni ist. Ah. Alright. Und nur Wodka-Mate, wenn du den regulären Mate nimmst. Basically ist es immer das Gleiche, aber es heisst einfach anders. Alright, ja. Spannend. Gibt es etwas, wo
von immer einer Stunde sind, dass es so viel verkauft, oder ist vorsehbar? Wir haben eine Zeit lang Ingwerer gehabt. Weißt du? Ingwer-Schnaps. Der beste Ingwer-Schnaps. Shit ever, Lang wäre Alter. der Scheiß auf, aber er ist gelaufen wie Sau. Das klingt nach etwas, wo ich für die Stimme würde nehmen. Es ist, ich habe in der Hallenbar mal gespielt und dann haben wir ja auch eine trinken dort. Mhm. Und ich habe ja dort gespielt und habe meine Hand kaputt gehabt, das heisst, ich konnte nicht Bass spielen. Ja. Das heisst, ich habe eine Hand frei gehabt, weil an der anderen habe ich das Mikrofon gehabt. Und der ist für Ringer verbraucht. Ah, habe ich Ingwer geholt die ganze Zeit, oder war? Das war so lustig. Hallenbar ist dort, wo der Pool ist, oder? Ja, genau. Ja, das ist geil. Hallenbar hat auch greinige Vibes. Ja, schon. Es sind ja viele Leute von der Hallenbar sind bei unserer Pfeffi-Bar. Ah, schon? Ja, voll. gut. Das ist mega gut. Das erklärt einiges. Das ist etwas Liebe von der Das Pfeffi-Bar. erklärt einiges. Vielleicht haben die den Ingwer gebracht, ja, von dort. Das kann sein, ja, voll. Aber ich glaube, sonst ist es schon Bier, das mega krass läuft bei euch. Wodka und Mate. Voll. Das ist wirklich Ja. krass. Ja, und Pfeffi halt. Also sie haben 4 Zapfanlagen mit Doppelhähnen. Und ich glaube, 2, 3 Leute stehen eigentlich immer dahinter. Und Wir haben 4 Leute, die fix auf nur am Zapfen sind. Ja. Wir machen nichts anderes. Ja, voll. es klebt alles dort hinten. Das ist so schlimm. Das ist super. Was gibt es so für Stories an der Bar? Müssen nicht schlimme Stories sein, aber mal Highlights oder funny Stories von dort? Ich glaube, meine Highlights sind immer so, wenn am Samstag die letzte Band fertig ist, Aha. dann gibt es vorher immer so das Disco-Techno-Zeug auf der Mainstage. Du meinst die Flöte-Version von einem Heart Will Go On? Genau, Oh, genau hell das. yeah. Und der randaliert bei uns die ganze Bar. Also, sie sind alle am Tanzen und am Mitschreien. Ich bin letztes Jahr auf der Hauptbühne gestanden währenddessen und wollte ich dumm tun. Und schaue so auf die Pfeffi-Bar hin. Da sind überall Menschen, alle rumschreien am Tanzen. Vor uns, nicht die Leute, die dort arbeiten. Und geht zurück in die Bar, alle Mitarbeiter am Tanzen und am wirklich Party machen. Das war so ein geiler Geil. Moment gewesen. So mit den Leuten zusammen. Wir können mega interagieren mit den Leuten, weil wir immer Spiele an der Bar haben und so. Und das schätze ich halt schon mega. Was sind das für Spiele? Dieses Jahr machen wir das erste Mal, wenn ich du wäre. Wir schreiben so Zettel mit so Aufgaben. Oh, so. Ja. geil. Und die Leute dürfen aber auch selber Zettel schreiben und sie im Pott tun. Und dann kann man einfach, wenn man Bock hat, kann man dort Zettel ziehen. Das könnte lustig Ich habe eine werden. Idee, wir könnten nachher noch 5 Zettel ausarbeiten zu vierten. Das ist gut, Oh. ja. Da haben wir die ersten 5 Zettel, die sind nämlich noch nicht gemacht. Wie geht das Spiel? Das Spiel kann ich nicht. Wie geht das? Du nimmst einen Zettel, der drauf steht, wenn ich du wäre, würde ich alle nur um ein Bier zahlen. Ah. Und dann müsstest du halt die Aufgabe machen, aber wir zwingen natürlich niemanden dazu. Alright. Oder du kannst einen Shot nehmen. Nur ein Aha. bisschen. Ah, das kann man natürlich auch machen. Ja. Wenn du die Aufgabe nicht machst, musst du einen Shot zahlen. Mhm. Finde ich gut. Also gibt es so einen grusigen Shot nehmen einfach. Ingwerer. So Wodka mit Muscheln drin. Haben oder die so einen Lakritz-Shot oder so etwas? Hey, 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 hey. das ist fein. Hey. Hallo? Jetzt musst du bremsen. Dann. Jetzt geht es zu weit. Das ist wirklich. Also vieles, was du sagst, ist ja grenzwertig. Aber das. Ja, nein, wenn ich du wärst, ist es ein lustiges Spiel. Das haben ja der Joko und der Klaas die ganze, das kennst du auch nicht. He? Nein. Ja, fuck me. Erklären wir ihm das jetzt oder lassen wir es sein? Nein, ich habe glaube mal etwas von ihnen mal gesehen. Aber Da kommst du fast nicht rundherum. ja, Nein. also ich interessiere mich schon für deutschsprechende Kultur. Okay, aber das machen wir am Schluss einfach noch. 5, wenn ich du wäre, Zettel ausarbeiten, das 4. Dann schaffen wir wahrscheinlich die schlimmsten 5. Du findest das Niveau für alle anderen. Und das, ja, oder halt einfach so, ja, schlimmer als das darf es wirklich nicht werden. Ja, auch gut. Ja, voll. An Das ist, gut. Referenzwert. Das ist das Risiko für die den Podcast hören, oder? Ob sie das Spiel machen oder nicht. Sie Also, wissen Ja. jetzt auch nicht, welches könnte. Oh, das macht das Ganze noch viel besser. Mhm. Durch das, dass du dann quasi wie noch. Ja. Durch das, dass du dann quasi, ja, wie weißt, ja, die huren Idioten haben das 4. noch die 5 Zettel ausgearbeitet. Es könnte noch eins von denen gewesen sein. Mhm. und eigentlich sind es nur 5 Zettel nachher. Einfach die 5 gleich 17 Mal Ja. kopiert. Ja, genau. Ja, finde ich gut, dann habe ich weniger Aufwand. Ich sehe es kommen. Am Schluss wird es einfach heißen, nein, das können wir nicht ausstrahlen. Es kommt niemand mehr ins Grenchen. Niemand will mehr irgendetwas von dem Festival zu tun. Sven, was hast du für Highlights? Oder lustige Stories? Oder? Der Sven gar noch nicht gefragt, wie er dazugekommen ist bei dem Festival selber. Er hat nur gesagt, er kommt von Grenchen. Aber wie Nein, das ich habe so eingezogen coole ist. Fahrer hat er noch erzählt. Ah, ja, stimmt, Ja, der coole Fahrer. hat Aber er was schon hat er dann so erzählt. gemacht? Weil das ist auch schon, wenn wir herausgefunden haben, 15 Jahre her. Ja, eben mindestens. ja. Also eben die sicher. Lebenslauf von Grenchen bräuchten wir jetzt.
Gut. Eben sicher angefangen mit Kaffee-Kuchenstand. Nachher bin ich glaube einfach beim Aufbau dabei gewesen, eine Zeit lang. Dann habe ich Sponsoring übernommen, das Ressort mit jemand anderem. Das ist aber nicht so easy. Dort musst du halt sehr viele Mails schreiben, bekommst immer Absagen oder viele Absagen halt. Nachher bin ich wieder zurück in den Aufbau und irgendwann ist dann, haben die von der Logistik aufgehört und ich habe gedacht, hey, voll coole Idee, irgendein Ressort übernehmen. Ist halt einfach das Ressort, wo du vorher auch viel machen musst, während dem Open Air viel machen musst und nach dem Open Air auch machen musst. Das ist mega gut. Ja, und wahrscheinlich wirst du jetzt niemand mehr finden, der das übernehmen will. Darum mache ich jetzt da ein bisschen. Also das heisst, es ist eigentlich deine Chance. Du kannst heute quasi effektiv schauen, dass du irgendwann mal einen Nachfolger hast, indem dass du dieses Ressort gut verkaufst. Es ist super dort. Schönste sind die stündlichen Besucher der Pfeffi-Bar, wenn wir wieder ein Getränk bringen. Ja, du kannst immer an Pfeffi trinken. Du bist gerade hinter einer Weinbar. Du hast Kühlwagen, die kalt sind. Sehr verlockend im Open Air. So in die kalten Kühlwagen reinstehen und einfach so ein bisschen Getränke anschauen. Überzeugt bis jetzt. Bist nicht du der die Liste macht, wie viele Getränke eingeholt und verteilt worden sind? Das auch, ja. Also gut, das heisst einfach Getränke anschauen. Weiss ich, wie das aussieht? So ganz genau ins Becher reinschauen, wie viel das da drin ist. Na gut, also wie viel du im Becher drin hast, das bin ich nicht. Nein, aber ob es drin hat. Ah ja, das schon. Das musst du jetzt erst mal kontrollieren, ob die Wodkaflasche überhaupt einen Wodka drin hat. Ich schaue nicht die Einzelflaschen an. Es sind doch 400 Wodkaflaschen Weisse. Darum, jede schaue ich nicht an. Das Festival hat ein Alkoholproblem. Das ist crazy. Ja, definitiv. Jedes Festival hat ein Alkoholproblem. Ja. Ausser so Vegan Straight Edge Festivals. Fair. Haben die dort überhaupt Spass? Glaub schon. Wahrscheinlich schon. Gott, es tut mir so leid, mein Hirn ist wirklich absolut fried. Ich mag die 44 Grad Hitze einfach nicht. Das ist schon recht heiß, ja. Diese 33 Tage. Aber jetzt stell du deine Frage nochmal, wo ich reingeratscht habe. Highlights von dir. Oder mir nimmt es Wunder, so die Geschichte, wo wenn etwas unerwartet passiert ist und du denkst, fuck, das funktioniert nicht. Und irgendwie in den Weg gefunden, so Patchwork, und ist gegangen. Das wird die Richtung. Hat es etwas mal gegeben? Hey, also, was mir vorher schnell in den Sinn kam, ist, dass wir haben also die Johnnies, das sind die Fahrzeuge, wo wir dann Getränke ausliefern. Von denen haben wir 2, glaube ich, gehabt. 3, glaube ich. Oder 3 sogar, ja, super. Und die letzten 2 oder 3 Jahre ist jedes Mal vom Samstag auf den Sonntag am Morgen ist einfach so ein Gefährt weg gewesen. Und es ist immer irgendwo so beim Bahnhof, beim Oberdorf zu Grenichen dort gestanden. Also irgendjemand hat einfach gewusst, dass die bei uns hinten sind, dass die Schlüssel offenbar gesteckt sind. Die stecken aber jetzt nicht mehr. Holy shit. Hey, ja, wir haben es immer wieder gefunden. Also irgendjemand, ich weiss nicht, wo das Grenichen wohnt, hat vielleicht einfach das Ding genommen, ist nach Hause gefahren, mehr oder weniger. Ja. Geil. Ich bringe es dann am nächsten Tag wieder zurück und es dann einfach vergessen. Ja. Hey, und, ja, was ist eigentlich noch lustig war, zum erzählen. Es ist halt schon sehr viel Stress für mich. Also, es sind recht viele Getränke und so, die Verantwortung. Und so die letztes Jahr und vorletztes Jahr ist auch, wo ich nachher während dem Open Air, vor dem Open Air auch schon und nach dem Open Air, wo ich heim bin, schlafen, ist sehr oft, dass ich so Schlaf gewandelt habe. Das ist unter anderem auch, dass ich aufstehe im Bett, zu der Freundin übergehe, das Küsschen wegziehe und sage, die Teller, ich brauche die Teller, kannst nicht alle bei dir behalten. Ist nicht so geil, glaube ich, für sie. Das Gleiche einfach am Fenster stehen im Schlafzimmer in der Nacht. Und sie wacht auf und es steht einfach einer, der raus schaut. Besser wie einer, der rein schaut. Ja, absolut. Ja. Ja, so glaube in der Nacht habe ich den Stress ein bisschen verarbeitet. Ja. Right. Ja. Okay, also einfach alle, die sich das Gefühl haben, sie möchten jetzt am Dienst mitmachen, also bei der Logistik, die haben die letzten 5 Minuten jetzt einfach nicht gehört. Ja, merci. Ja, das stimmt, aber das habe ich auch gesehen. Wenn ich so nach einem Festival heimkomme, denke ich mir auch in der Nacht so, ich schlafwandle zwar nicht, aber ich wache auch auf so, ich will nicht aufs WC, es ist viel zu weit, ich mache nicht bis in den Hurentor. Ja. Nein, warte schnell. Es ist alles okay. Ja, oder dass du aufstehst oder verwachst und meinst, du liegst in der Logistik und nachher sowieso liege ich mit den Boxershorts in der Logistik und du siehst wirklich so Palette um dich herum, aber eigentlich liegst du einfach im Bett und es ist alles okay und ja.
Aber hey, es ist super in der Logistik. Es macht Spass. Spaß. Das klingt so wie so eigentlich ein perfekter Job für so ein perfektes Hobby als Ausgleich für Köche. Für die sind ja sonst auch immer so brutal gestresst in ihrem Leben und irgendwie, es tönt so wie etwas, was ein Koch würde machen. So plötzlich aufwachen und das Gefühl, als in der Küche. Von dem her. Das könnte schon sein, ja. Also ja, ein Bist Koch du- darf sehr gerne kommen. Bist du Koch? Brauchst du Stress auch im Privatleben? So von der Grenze arbeiten. Aber sonst, wenn du neu als Helfer würdest gerne anfangen, was sind so die Hauptgruppen, die es gibt, wo kannst mitmachen? Unter anderem eben sicher an einer Bar arbeiten. Mhm. Da haben wir die Pfeffi-Bar, wir haben die Sanderia-Bar. Die Sanderia-Bar ist so ein Getränkewagen mit Kühlwagen hinten dran. Wo, ja, gerade so die zwei Bars sind vor allem, wenn du nicht so willst, Getränke mixen. Mhm. Sanderia-Bar ist einfach Bier, Mineralgetränk und Aperol Spritz das Jahr neu noch. Hat es letztes Jahr Sanderia Bar gegeben? Ja. Habe ich es einfach nicht gesehen. Ja, es war nicht mehr in der Sounderia rein, gell? Das ist vor der Sounderia, der Kleinwagen. Genau. Aha, okay. Das war gerade so, ja, zwischen Sanderia und Hawaii Bar war es. Mhm. Und ja, wenn du gerne Drinks mixen, dann ist sicher die Hawaii Bar, wo dieses Jahr gibt es auch neu nur Bierzapfleute. Also du stehst einfach an der Bierzapfanlage und lässt Bier raus. Ja. Das ist einer der wichtigsten Jobs am Festival. Mhm. Ja. Also, wenn jemand eine Barerfahrung sammeln will und das nie gemacht, wäre ein guter Ort zum Starten. Hey, es ist sicher von Vorteil, wenn du schon mal an einer Bar geschafft hast, aber grundsätzlich sind wir immer froh um Mitarbeiter und darum vielleicht nicht gerade am Morgen um 2, wenn die Bar prätsch gefüllt ist, kommen, das erste Mal, aber so am Nachmittag oder am Abend. Donnerstag oben ist immer Macht gut zum Spass. Start in der Hawaii Bar, ja. Genau, ja. Was haben wir noch neben der Bar? Logistik natürlich. Es bin ja nicht nur ich und die 2 Kollegen, die die Logistik machen, sondern wir haben auch Mitarbeiter. Das heisst, wir haben so ein Bestellsystem, wo zum Beispiel die Pfeffi-Bar kann mit dem Nattel Getränk bestellen. Bei uns wird es ausgedruckt. Da haben wir so ein Polizeiblaulicht, wo der Kollege, der Simi programmiert hat, dass das blinkt, wenn eine Bestellung reinkommt. Und ja, nachher siehst du auf dem Etikett, was die wollen. Tun wir es auf Johnny laden und bringen es der Bar ausliefern. Also warte, wir haben ja vorher schon darüber geredet, was ich als Beruf mache. Das klingt jetzt schon relativ interessant. Weißt du, ihr habt ein System dort beim Grenichen, wo ihr in der Logistikzentrale hinten irgendeinen PC habt oder irgendetwas, einen Drucker, und dann macht es und nachher kommen die auf einem Zettel ausgefüllt über wer was braucht. Genau. Wir an der Bar haben so Handys, die du nachher so mega einfach kannst bedienen kannst. Das am Morgen um 5 Uhr noch und du kannst schön einfach anwählen, was du brauchst, und dann geht es 15 Minuten und dann ist alles an der Bar. Also, habt ihr wisst ihr, wie das Programm, was auch immer zustande gekommen ist? Ist das vom Grenichen entwickelt worden? Nein. Oder ist das heisst Order Jutsu. Das haben wir von einem Österreicher gekauft. Der hat es extra für so einen Verein gemacht. Eigentlich wäre es so ein System, wo du Restaurant oder so Fests halt kellnermäßig bedienen. Ja. Und wir haben einfach anstatt Küchenstationen haben wir einfach Essensstände oder halt Bars gemacht. Ja. Ja gut, das Zeug kannst du ja schnell adaptieren. Aber es funktioniert super. Vorher haben sie halt immer zu der Logistik müssen kommen mit einem Zettel und dann haben sie es entweder gerade mitgenommen. Das war von Vorteil gewesen. Jetzt sind sie ein bisschen faul und bestellen einfach alles. Das heisst, wir haben halt oft viel mehr zu tun gehabt. Aber ja, dafür sind wir nach dem Festival schön können eine Analyse machen, eigentlich auch, wie viel bestellt worden ist und von welchem Stand wie viel. Und ja, das ist schon recht gut. Moderner als gewisse Logistikzentren. Also moderner als, ja, ich wollte sagen, das ist schon crazy. Und das machen die nicht mich auch an. Also wenn fängt man bei euch in der Logistik so die Planung für das Festival, wenn wir jetzt sagen, das Festival, das in einem guten Monat stattfindet. So, wann hast du oder dein Team mit der Logistik wirklich effektiv so angefangen, das Festival zu planen? Ich nehme an, das ist ja nicht erst 2 Tage her. Das ist 3. 3? Okay, ja. Nein, also wir haben ja im Organisationsteam haben wir eigentlich gerade im September haben wir die erste Sitzung. Das ist eigentlich eine Feedback-Sitzung. Das heisst, dort tun wir so ein bisschen das Feedback durchgehen von den Besuchern, von den Mitarbeitern, von den jeweiligen Ressorts, wo wir den anderen Ressorts halt auch Feedback geben. Und ja, gewisse Ressorts dann nachher natürlich schon wieder anfangen zu planen, die Logistik unter anderem auch.
wir haben jetzt dieses Jahr ja neue Bierverträge gemacht. Also für die das vielleicht nicht wissen, so Bierverträge bei einem Festival laufen oft so 3 Jahre oder sind zeitbefristet halt. Bei uns ist es jetzt auf 3 Jahre. Wir haben jetzt recht lang immer Feldschlössli gehabt und haben jetzt dieses Jahr auf Heineken gewechselt, haben aber als Bier Birra Moretti Alright. ausgewählt, ja, weil wir das einfach lieber haben. Jetzt zum Greenfield Lager. Moretti, oder? Ja, das ist, glaube ich, immer Heineken selber. Oder Eichhof. Oder Rugebräu. Da motzen die alle immer. Nein, es ist sicher... Am Greenfield war Moretti, oder? Am Greenfield war Moretti und Heineken, oder? Bier. Moretti und Heineken hast du noch gekauft? Haben wir nicht den 24 Moretti gekauft? Schon. Im Coop? Im Coop gibt es Nein, das haben wir ja dort Also, gekauft. Es kann sicher sein, dass Moretti auch Eben, Moretti und Heineken. aber ich denke, so ausgeschenkt... Am Festival selber. Das Nein, kann man Festival- sagen. nein. Abfallage ist... Ja. Ist in dem Laden dort drin, denke ich, glaube ich. Ja, weil eben, das ist alles von Heineken nachher, Ja. also noch ganz Stimmt. viele andere, ja. Mhm. Hey, ja, und dort tun wir nachher eigentlich, also jetzt eben letztes Jahr, im September, haben wir dort das eigentlich schon abgeklärt mit denen. Und dann musst du auch schon Kühlwagen reservieren und dann irgendwann ist auch wieder die Getränkeliste machen, welche Getränke willst, wie viel haben wir gebraucht. Bestellung machen irgendwann ist dann, also es ist eigentlich schon das ganze Jahr, ja, wo du immer wieder ein bisschen etwas machst. Ja. Genau, aber die Logistik, dass ich das jetzt mal noch verstanden. Was ist so das Ding von der Logistik? Was macht ihr alles? Habt ihr auch mit der Logistik von Bühnen auf- und abstellen zu tun? Oder also alles das Zeug? Oder was macht dass ich mir das einfach vorstellen kann? Weil der Leni haben wir die Infrastruktur letztes Jahr mal erklärt. Das habe ich aber auch schon wieder vergessen. Ich glaube, der Bella will eure Vision, Mission und Leitbild und AKV wissen. Fix, Das ja. Organigramm bitte. Exakt, ja. Ich hätte gerne Vision, Mission und ja, Was ist der dritte? Ich bin nicht sicher. Strategie. Das ist, Strategie, ja. genau. Schon? Nein, du hast Vision, das ist ja das Ding. Bist du Das das ist Jahr alles. schon gewesen? Das Leitbild, die Vision. Ja. Dann hast du die Mission. Mission, Vision. Und dann hast du deine Werte. Ah, die Werte, ja, Werte. genau. Also ja, wenn du die natürlich auswendig Ja. kannst, wäre das super. wenn du könntest. Nein. Der Slogan. Was war die Frage? Ich weiß es selber nicht mehr. Nein, was die was wir so Infrastruktur, machen, ja, was genau. ihr am Festival eigentlich genau, Genau. für was ihr genau zuständig sind am Festival. Also Genau. wie würden wir jetzt merken, dass ihr nicht rum sind, wenn ihr nicht rum wäret? Wenn du nichts trinken hast und nichts essen. Also mal essen, je nachdem von den externen Ständen halt, Mhm. wo wir organisieren. Nein, die werden ja auch nicht dort, weil die werden auch von uns organisiert, von der Logistik. Also wir Also es wird sehr schauen jetzt trocken, einfach ja, mal das aber Festival. geil. Also, so, es ist noch nichts geplant vom Festival. Wir haben noch nichts Voll, ready. voll. Alle machen außer dir. Was fehlt? Kühlwagen, Getränke, gewisse Zelte, kleine. Mhm. Ja, irgendwie so. Alright. Liegestühle dieses Jahr. Oh. Wichtig. Wild. Oh. Wild. Wo gibt es Liegestühle? Irgendwann weiss ich hinter der nicht. Pfeffi-Bar. Das ist etwas, ich bestelle die nur, ich stelle sie nicht auf. Ach so, ja, das ist gut. Es Also, wär- es die wär wird schon- einfach mitteilt, wir brauchen von irgendjemandem, wir brauchen noch 20 Liegestühle. Hey, nein, wir haben gesehen von Heineken, man kann dort Liegestühle haben. Geil. Und dann haben wir Liegestühle genommen. Also, es wäre wild. Das ist das Gleiche wie... Es klingt wirklich so, wie wenn ich unbeaufsichtigt in einem Laden rein wäre. Mit so, du hast 2000 Stutz, gibst einfach nicht für einen Scheiß aus. Einfach Heaven Shall Burn auf dem Liegestuhl schauen. Ja. Also ich so machen. mit dem Getränkeliste ist schon noch... Du hast irgend so eine Getränkeliste halt mit irgend 20, 30, 40 Seiten, wo alles mögliche Getränke drauf sind. Und dann ist es eigentlich schon noch cool, wenn du einfach kannst durchschauen kannst und halt... Aber du musst dann eben auch ein bisschen aufpassen, halt, dass du nicht alles Mögliche bestellst, weil es muss auch bei dir in der Logistik Platz haben und du musst zählen nachher. Und vor allem das Zählen, wenn es oben fertig ist mühsam, du bist müde, es ist kalt im Kühlwagen. Ja. Ja, du musst den Scheiß wieder zurückgeben, den du nicht gebraucht hast, gell? Ja. Mhm. Also das ist ja gut. Das ist, Das ist super, korrekt, ja. das ist korrekt, ja, das ist... Aber das ist ja das mit dem... Ja, wir haben noch ein offenes Fläschchen, müssen wir das jetzt... Aber wenn wir hoffen, dass die Leute uns immer leer trinken, aber ja, es ist einfach noch nicht. Ja, das Noch heisst, du nicht bestellst passiert. einfach zu viel. Ja. Jetzt nie so eine Krise gehabt wie dort, wo in den USA Schotten einfach gelandet sind für die WM und einfach jede Bar weggesoffen haben. In Boston. Ja. Hey, nein, Bier ist... Also bei mir ist Bier sicher noch nie ausgegangen.
Becher ist mal so recht knapp gewesen, also Mehrwegbecher, wo wir dann auch schon am einen angerufen haben, ob er noch Einwegbecher daheim hat und so. Ja, das ist dann schon noch knapp geworden. Aber sonst, es gibt so ein paar Sachen, die sicher nicht ausgeben dürfen. Das ist eben Bier, schwarzer Wodka, roter Wodka, Passoa, weißer Wodka. Pfeffi, sage ich jetzt mal. Pfeffi. Und Wasser sicher. Ja. Das darf sicher nicht ausgehen. Mhm. Und da ist noch nie ausgegangen bis jetzt, bei mir. Aber also mit Bier ist sicher auch schon mal ein bisschen knapp geworden, dass mal irgendwie, wir haben noch 5 Tanks dort und dann ist aber gut gewesen, weil der Getränkelieferant halt gerade zu Endfelden war, den gerade wieder bringen. Ja. Müssen wir jetzt sicher besser planen, weil Heineken liefert, glaube ich, von Luzern oder von Chur. Ich weiß gar nicht. Ich meine, das macht total Sinn, weil Heineken... Heineken ist nicht Feldschlösser. Sorry, Entschuldigung. Wo ist der Feldschlössli-Schloss? Im Aargau. Aargau, ja. Das Rheinfelden, oder? Genau. Wieso hat jetzt Rheinfelden einen Thurgau Akzent? Weiß ich auch nicht. Wegen dem Rhein wahrscheinlich. In dem Fall, ja. Gibt es nicht auch ein Rheinfelden in Thurgau? Du fragst mich Sachen. Keine Ahnung. Du probierst jetzt einfach deinen Akzent zu rechtfertigen. Irgendwie probiere ich, man muss es rechtfertigen, ja. Das macht sonst gar keinen Also, Sinn. wenn ich von etwas weniger weiss als du, ist die Schweizer Geografie. Ja. Ja, dann weiss ich auch nur der A1. Alles an der A1 kenne ich, sonst kenne ich nicht. Zürich HB noch. Ich habe lange Zeit gedacht, Bern ist unten dran von Zürich. Und dann habe ich Karten gesehen und gesagt, nein. Okay, ich weiss, es geht nicht um das in dem Podcast, aber wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe gedacht. Ja, aber ja, das ist halt nicht so. Gestern hat er gelernt, dass das Zürcher Unterland oben ist auf der Karte und das Zürcher Oberland unten ist an der Aber Karte. ich habe es immer weird gefunden, ja. Ich habe es nie verstanden. Es ist ganz einfach, das Oberland ist oben. Ich habe halt Geografisch. Karte geschaut und so, ja, das ist oben halt. Macht Sinn. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe halt nicht Höhe angeschaut. Das macht auch keinen Sinn. Es ist wirklich doof. Aber so, nochmal schnell zum Zurückkommen, Ja. also wegen der Band hinter der Bühne. Dort haben wir eigentlich nichts zu tun, weil, also außer Getränke und so, das ist eigentlich nichts von uns, nein. Wir Ja, haben tipptopp. wirklich Essen liefern an die internen Stände. Das ist dieses Jahr noch Steak, Pommes, Pasta. Ja, den Burger haben wir nicht mehr. Den haben wir jetzt seit x Jahren gehabt, haben jetzt den dieses Jahr weggelassen, weil es einfach nicht mehr rendiert hat. Ja. Und weil wir immer sehr viele Mitarbeiter gebraucht haben. Ja. Also Mitarbeiter, das heisst, ja gut, ich kann mir vorstellen, einen Burger machen braucht ja definitiv mehr Zeit wie Schnitzelpommes. Ja. Steak Pommes. Steakpommes. Ja, und das akkreditiert sich effektiv in mehr Mitarbeiter an der Bar, nicht einfach eine längere Wartezeit. Also wir haben halt wie so Stationen aufgebaut gehabt und du hast halt mehr Stationen für einen Burger als für sagen wir Pommes. Aha, Hätte ich da sicher auch besser können vorbereiten. Die Burger schon vorbereiten, im Kühlschrank aufbewahren und so. Aber so Ich muss ganz professionell. ehrlich sagen, ich habe nie einen Burger gehabt, also für mich ist es okay. Was? Sie wären wirklich fein gewesen. Ich habe mich mit der Pasta und der Soße im Backstage Ja, vergnügt. passend geil gewesen. Hat der Leni einfach nicht mehr gebracht. Ja, Nein, wir haben es selber geholt. Ja. Wir haben ja mit der Lea noch ein Video gemacht, wie wir Tasting. die Soße tastet, genau. Ist gut gewesen. Ja, ich weiss nur nicht mehr, welche das gewonnen hat. Beste, oder? Pesto ist recht geil. Ja. Ist geil gewesen. Ja, Die ist gut. ein paar von denen gehabt. Ja gut, es ist wirklich eigentlich ein bisschen, wirklich irgendwann man sagt, ich weiss nicht, was machen, gehen wir essen. Jo. Ja. What about second breakfast, Alter? Best. Haben wir auch noch 15 Minuten Zeit, bis die nächste Band spielt. Gibt's Pasta? Habt ihr so Fangirl- oder Fanboy-Moment mit der Band, wo ihr einfach gerade gesehen habt, rumlaufen oder Backstage irgendwo? Nicht will ich sagen. Ich habe letztes Jahr gemerkt, ich habe das erste Mal den Alex S. und hätte Pellfest Heu sagen, als halt am Sonntagabend gemerkt, und bin ich so keine Sieg, merci für gar nichts. Habe ich meinem Namen alle Ehre gemacht, auf jeden Fall. Was ist dein Name? Chantal? Ja. Ah. Das ist so ein bisschen... Ja, Ja, doch, ja, checkst. doch. Ja, Ja, jetzt ja. was. Ja, voll. ja aber der deutsche Chantal, nicht Ja, also. Ja, es ist schon ein Meme, oder? ja, massiv. Einfach, genau. Welcher Meme? Chantal!
Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht? Okay, ist gut. Hast du Hast du nicht verpasst. nicht verpasst. Das ist eben so ein Meme mit Karin. Karen Fuck me. Ja, genau. Okay. Doch, Karin ist die deutsche Version von Karen. Version? Oh, was? Yes. Wirklich? Oh, shit. Gott verdammt, ich Alter. muss wirklich Bildungszulagen Ja, verlangen. Da. deutsche TikTok ist nicht so Er hat ja gesagt, er lehrt von dir, oder? Ja. Komm, Es ist wirklich peinlich für ihn eigentlich. du hast immer aus Versehen Reggae Shark gefunden. Das ist mein Favorite Song jetzt. Das wäre etwas für am Schluss vom Grenicher Reggae Shark. Reggae Shark kann ich empfehlen. Nein. Ja. Also, dieses Jahr gibt es noch etwas Neues, wenn die Band fertig sind. Ja, voll. Ich habe da Ja, was? gezaubert. Und zwar, wenn die Bands fertig sind auf der Mainstage, noch das komische Gedudel, wie du es vorher beschrieben hast, fertig ist, Ja. starten wir zum allerersten Mal einen Rave an der Pfeffi Bar. Nein. Ja, voll. Also alle, die gerne Techno haben, kommen vorbei, können mit uns Party machen. Es Geil. wird ganz, ganz wild werden. Haben wir einen DJ? Nein, ich mache es selber. Hell Du yeah! bist DJ. Also, Weil ich bin DJ. sehr gut. Du musst einfach gerade claimen, ab in den Lebenslauf schreiben, tipptopp. Ja, Super. voll, ja, absolut. Das ist super. Ja, hey, aber du hast vorher mal noch angesprochen, du hast mal als eben als Professionell da. Ich bin Yes. erstaunt. 97 Folgen, noch nie habe ich dich gesehen. Jetzt haben wir genug wichtige Das Gäste. Ding ist eben, normalerweise funktioniert mein Hirn genug gut, dass ich mich daran erinnern kann. Mhm. Jetzt ist es mittlerweile über eine Woche lang 35 Grad. Ja, fair, ja. Das heisst, Mhm. ich habe kollektiv etwa 4 Stunden geschlafen die letzte Woche, von dem her nope. Ja. Sag mir, du hast mal gesagt, du hast noch als Seku geschafft. Mhm. Einfach, dass man mal will, dass sich die Leute mal etwas darunter vorstellen können. Was machst du dort so? Wie sieht das so aus, wenn du als Security-Person als Grenicher kommst einen Tag arbeiten? Wie kann so ein ich nehme an, es ist auch eine Schicht oder ein Mhm. Dienst, Voll, ja. aussehen? Das passt eigentlich gerade zu der Frage, die du vorhin noch gestellt hast. Wie kann man als Helfer anfangen? Mhm. Mittlerweile ist das Steward und du bekommst eigentlich so einen Eingang zugeteilt und du kannst dort halt eben irgendwie Backstage-VIP und darfst halt nur die Leute reinlassen, die rein dürfen. Und das ist eigentlich noch geil, weil du dort halt Leute antriffst, die du sonst wahrscheinlich nicht unbedingt antreffen und mit denen du ins Gespräch kommst. Ich war damals Backstage-Steward gewesen. Ah, das ist Und dann gut, wirklich ja. einfach alle, die halt Backstage können, weil eben, ja, du fährst mit denen mega Gespräche an, so, das ist verdammt cool. Und es ist halt, wenn du frisch anfängst helfen, wir brauchen glaube ich dort auch noch Leute, gell? Ist das eine Stewards. mega coole Schicht, weil chillig ist. Du bekommst alle Bands mit meistens und du musst halt die Eingangskontrolle machen. Ja, kannst du vielleicht deine Favorite Artist gerade sehen und Heu sagen? Genau, Mit ja. Schwätzen. Also es sind wirklich immer noch... Kann man das auch machen, wenn man so aussieht wie ich und nicht wirklich furchteinflößend ist? Oder ist das etwas, wo bei... Absolut. Es dürfen alle Stewards sein. Ja, voll. Du kannst jetzt tot reden, weißt du? Das ist Mhm. kein Ja. Problem. Fair Play, ja. Fair Play. Ja, nein, das ist jetzt wirklich etwas, wo ich mir jetzt so als... Gut, ich bin nicht wirklich klein, aber wenn ich jetzt noch einen Kopf kleiner wäre, oder so, würde ich mir glaube auch nicht... Hätte ich da effektiv, glaube wenn mir das niemand würde sagen, würde ich mich gar nicht melden drauf, weil ich das Gefühl habe, so, ja, du musst ja schon irgendwie, auch wenn jemand rein will und nicht rein sollte. Ja, für das ist jetzt Security dort, wo ja extern ist und die wird zahlt. so, Genau, ist du bist das. eigentlich einfach intern und schaust einfach, dass niemand reinkommt. Und Ach so, also das heisst, du bist eigentlich so der Türsteher. Du bist der Türsteher. Du bist eigentlich Genau. dort und sagst so, du kommst hier nicht rein. Genau, genau, das ist Genau. der Job. Du kommst hier nicht rein. Boah, das wär's. Ich mache das glaube mal einfach so eine halbe Stunde. Und nachher werde ich rausgeschmissen, weil ich einfach jedem sage, du kommst hier nicht rein. Und dann, wenn irgendeiner Stress macht, sagst du so, ich lüte jetzt, du kommst hier nicht rein und dann kannst du Karin machen und den Bullen anrufen. Herrlich! Also absolut. Best Bester life Job. ever. Alle hässig, aber du bist glücklich. Das ist super. Ey. Du musst ja schauen, dass die Situation gerade eskaliert, wenn Securities da kommen, oder? Du musst ja schauen, dass sie Grund haben zum Kommen. Das kann ja nicht sein, dass einfach dann in einer normalen Gespräch das Ganze beendet wird. Nein, da müssen ja gerade... Ja. Wieso lösungsorientiert und stressorientiert kannst du arbeiten. Exakt. Genau. Das ist perfekt, kannst du markieren. Yeah! Also, falls ihr euch fragt, wieso man auf den Yeah-Knopf drückt, der Leni hat das gesagt, wir mit Clips machen. Und Lea hat auch gesagt, wenn wir Und- Clips machen. Und wenn wir den Yeah-Knopf drücken, wissen wir, wenn dass wir können Okay. einen Clip machen. Nein. Weil sonst am Ende von jeder Folge ist es so wie, fuck, von was haben wir geredet? Wir haben jetzt 2 Stunden geschnurrt, um was ist es genau gegangen? Genau. Du wirst sie wahrscheinlich nicht nachher noch schneiden, sondern am nächsten Tag oder irgendwie so. Also dann, Amix, aber ich bin schon mal bis am 1 am Morgen geblieben. Ja, ich gerade sagen, du hast ein Finale in letzter Zeit. Ja. Normalerweise ist die Podcast-Folge immer gerade direkt gekommen. Ja, der letztens hat auch gerade einer kommentiert, so, ich habe es gesehen, fange 2 am Morgen ist Podcast aufgenommen. Am Mittwoch oder so. Ja, it happens. Dann haben die Leute gerade am 7 am Morgen zum arbeiten, gerade etwas zum Hören. Mhm. Mhm. Mhm.
Am Morgen um 7 Uhr. Lass dich nicht mehr Podcast. Mal im Zum Zoo. Arbeiten, ja, natürlich. Stimmt. Richtig Ja. geil. Das ist Prime Time. Ich fahre eben nicht mehr so lange Zug am Morgen, darum ist das ein bisschen blöd. Fair. Früher war es geil, hast du so ein Buch lesen, Podcast hören. Jetzt musst du 3-mal umsteigen in 20 Minuten. Das ist schlimm. Jawohl. Aber gut, haben wir das nicht? Dann, was haben wir noch? Ah ja, du hast noch von Deko geredet. Bist du verantwortlich für die wunderschönen Eingangs... Ich beelende die Leute, die dabei sind. Also so, wir haben jetzt gerade einen Leitungswechsel in der Deko und jetzt macht die Kollegin wird Hauptleitung und meine Mitbewohner und ich sie unterstützen in dem ganzen Prozess. Darum dieses Jahr kann ich ein bisschen Leute beelenden. Und sonst helfe ich einfach im Aufbau und Abbau. Das wäre ja etwas, wo neue Helfer mega gut dazukommen, wenn man so ein bisschen... Also nein, man muss nicht handwerklich geschickt sein, sonst wäre glaube die Hälfte nicht dumm. Aber das ist immer mega cool, um einfach am Open Air helfen. Und da bin ich auch immer in der Deko dabei und die ganzen Räume gestalten. Und so. Also jetzt kommt die Frage an dich. Wenn du und ihr euch einen Deko-Job nicht machen würden, was würden wir alles nicht sehen, so, wenn wir jetzt ans Festival kommen? Es So, kommt davon ab, ob die Info wäre plötzlich anders? selbstständig wird oder nicht. Wäre es nicht, definitiv Okay. nicht. Ja, dann hast du keine Eingangstour, die mega coole Skulpturen neben der Hauptbühne das sind nicht stimmt. rum. Am Donnerstag gibt es immer noch den Kinderspielplatz, das sind alles mehr. Die ganze Hawaii-Bar wäre einfach leer. Digga, müssen wir am Donnerstag gehen, es hat einen Es Kinderspielplatz. hat eine Hüpfburg. Es hat jetzt am Donnerstag eine Hüpfburg. Und Erwachsene dürfen drauf. Es ist der absolute Let's Spaß. go. Let's go, Mann. Yeah! Der Donnerstag wird voll. Der Donnerstag wird super. Ja. Genau. Der Donnerstag wird ausverkauft, der Rest vom Festival nicht. Für die, die es nicht wissen, Donnerstag ist gratis. Ja, das kommt noch dazu. Und Pfeffi Bar jetzt erstmal am Donnerstag offen. Nochmal ein Punkt. Also warte schnell, ich fasse kurz zusammen. Donnerstag ist gratis Eintritt. Die Pfeffi Bar hat offen. Es läuft Musik. Es hat eine Hüpfburg. Voll. Kommen am Kinderprogramm. Donnerstag. Kann nicht gut kommen. Ja. Wo sind wir gewesen? Deko, wird was fehlen? alles nicht Voll. rum ist, wenn ihr nicht euren Job macht. Ey, die ganzen Schilder, wo was ist, wären weg. Also auch die WC-Schildchen und alles das Ja, Zeugs. voll. Ja, das machen alles mehr. Die wunderschönen Besprayungen im WC und Pfeffi-Bar rundum, tun wir immer selber Die riesen sprayen. Vulva vor den Dings. Ganz genau, die habe ich gemacht. Ah, nice! Ich habe mich auch gewundert, wer eine Künstlerin hinter dem ist. Ich habe sie einfach so angeschaut. So. Das ist Du musst am massiv. Schluss Signatur taggen. Ja, voll, die habe ich vergessen Oh, letztes ja. Jahr. Ja, voll. Was fehlt sonst noch? Die schönen Flaggen über der Pfeffi-Bar sind weg. Dann der ganze Backstage-Bereich, VIP, machen auch alles mehr. Und jetzt haben wir halt, weil es ja das 30. Special ist, haben wir auch noch ganz viele so spezielle Sachen beim Eingang und so. Ich sage jetzt aber noch nicht zu viel dazu, könnt ihr euch überraschen lassen. Genau, Ist der Blutbrunnen wieder rum? Das ist sick. das ist Wie super. haben wir den gemacht? Der sieht so geil aus. Das war der Nico, ich glaube mit Bauschaum und einfach stundenlanger Arbeit, die er den selber gebastelt hat. Das ist jedes Jahr ein mega Aufwand, das Ding aufzustellen, aber es ist so geil, Ich mit mir glaube, zu machen. viel Aufwand, den er da hatte, um den zu bauen, dass wir den nicht einfach nochmal ein zweites Mal brauchen. Also aber das Ding ist, also, das will nicht neu bauen jedes Jahr. Das ist, der Nein, hat er das ist einmal gleich, gemacht und dann ja. aufgestellt. Und dann einfach so ein Wasserbümpeli, wo Schweineblut drin ist wahrscheinlich, oder geschätzt. Dürfen es nicht sagen. Okay, ist gut. Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis. In dem Fall sind es irgendwelche... Es ist sicher nicht das Alien- Blut von der neuen Alien-Kind. Mitarbeiter. Sicher nicht. Also, Ricky, ich habe das Gefühl, es ist das Blut von der neuen Das Mitarbeiter. sind neue Helfer. Aber Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es könnte das Blut von der neuen Helfer sein. Ah, darum sind die Grenichen Leute immer so die-hard Grenichen. Ja. Die kommen dort hin und dann ist es wie so Blutsbrüderschaft. Mhm. Aber anstatt Blutsbrüderschaft schneidest du nicht in die Finger, sondern einfach so die ganze Vene auf. Liter Dann wirst muss du einmal geben. ausblütet, mit Ja. neuem Grenichenblut gefüllt und dann bist du eine neue Person. Das ist schon Rite of Passage. Ich sollte heute nicht noch 5 Sachen entwickeln, wo wir an Ich glaube ganz sicher, dass du das Ja, machen das ist solltest. jetzt auch Blut zu tun können, oder was? Nein. Irgendwelche Opferrituale dabei. Jawohl. Genau. Mach mit Benzin ein riesen Pentagramm an, wo der Zins anliegt drin. Aber wir wissen ja, der Open Grenichen ist ja ehrenamtlich. Und was motiviert euch jedes Jahr, zum wieder hingehen und von vorne wieder anfangen? Eben, sie kommen gar nicht mehr weg. Sie sind alle mit dem Blut vom Open Grenichen gefüllt. Ja. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, ja. Hey, also jetzt wieder auf Grenichen gezügelt. Ich wohne jetzt wieder dort. Aber ich glaube, am meisten ist es eigentlich schon
das ist der Grund, dass ich 2 Wochen Ferien nehme fast, oder 2 Wochen. Es eine mega spaßige Zeit ist mit super coolen Leuten hinten. Früher sicher der Aufbau, der schon sehr streng war, vor allem so der Zeltaufbau und so, wenn ich den ganzen Tag im Büro arbeite und dann halt einmal einen Hammer und einen Schraubenzieher und einen, keine Ahnung, irgendwelche Bohrer in der Hand hast. Neues Zeug lernen, macht mega Spass. Gibt es noch gutes zu essen dazu und dann gibt es auch noch etwa ein Bierchen dazu. Natürlich erst nach dem Feierabend. Natürlich. Ja. Ein Bierchen mit Heavy Machinery ist eine gute Kombination. Alkoholfreie Bier, oder? Haben wir auch. Gut, also zum fair sein. Also ich habe in einer... Nein, das darf ich nicht erzählen. Das muss ich nachher noch kurz erzählen. Alright. Das muss ich nicht... Du kannst markieren und ich schneide es weg. Okay. Entschuldigung an alle, die den Podcast hören, aber ihr hört das jetzt nicht. Yeah! So, da sind wir wieder. Ja. Ist besser, als wir das rausschneiden. Aber im Open Air Grenchen geht es wesentlich weniger so zu und her, wie das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Genau. Falls du willst wissen, über was wir geredet haben, komm am Open Air Grenchen jemanden von uns 4 ansprechen und vielleicht können wir es dir erzählen. Wer weiß. Sonst 10 Uhr am Morgen, Samstag, Sandria Stage. Ja, ich habe es jetzt nicht gesagt. Ich habe es jetzt rausgeschnitten, um es dann live on air von Leuten zu sagen. Ja, why not? Fair enough. Haben sie einen Grundkatheter stehen? Das ist super. Das stimmt, ja. Ja, Vielleicht machen wir es oder vielleicht machen wir es auch nicht. Ja, Oh nein. Das ist einer von diesen 5 Zettel. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt erzählen, was. Also, so beim Aufbau ist vielleicht auch noch zu sagen, so, wenn jetzt jemand nicht 2 Wochen Ferien nehmen will, was ich komplett kann verstehen kann, es ist auch voll okay, wenn du einfach am Abend kommst. Wenn du genug früh kommst, gibt es sogar noch die Nacht. Und dann oft sind wir irgendwie so bis um 9 Uhr, manchmal auch 10 Uhr dran. Aber wenn du nur für 2 Stunden kommen willst, das langt auch. Das gibt dir auch schon Punkte. Und dann vielleicht irgendwann sogar ein Ticket, wenn du genug Punkte hast. Genau, das musst du alles anmelden online, oder? Auf dem Helferformular. Genau, ja. Ja. Da hilft uns und dir auch. Was ist denn so ein Helferportal? Oder wie? Höchst modern da eingerichtet. Das Grenchen ist super. Es hat ein Online-Formular für Helfer und ein Online-Formular für Bands. Und beides wird einfach immer ignoriert von allen. Alle schreiben immer Umi, buch mal Grenchen. Und der Umi schreibt immer, ich ignoriere alles, was nicht über das Formular kommt. Es steht seit x Jahren auf der Homepage, gerade unter seiner E-Mail-Adresse. Ja. Das ist, ich finde es herrlich. Übrigens, wir haben eine neue Homepage. Nein. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Okay. Ich zum Beispiel. Die hat der Simi aus der Logistik gemacht. Die Logistik kann alles Mögliche. Ich sehe es. Und wir haben eine App. iOS und Android. Stimmt, das habe ich noch fragen. Das habe ich nämlich letztens gesehen. Die habe ich gemacht. Die hast du gemacht. Was machst denn du ja. so sonst so, dass du das kannst? Hey, da hat eigentlich das meiste Claude gemacht, also AI. Okay. Ja. Also eigentlich alles. Ich arbeite in der Informatik sonst, aber ja, Yes, I see. hilft sicher auch. Was kann denn die App alles? Wenn wir schon den Erfinder von der App da haben. Ja. Was habe ich für einen Vorteil, wenn ich die App auf mein Handy Der ablade? Vorteil ist sicher, dass du die Bands kannst favorisieren und es dir eine Push-Benachrichtigung gibt, 15 Minuten bevor die Bands anfängt. Und Geil. du siehst halt auf einem Timetable, wenn welche Band spielt. Boah, das ist smart. Ursick. Das ist smart. Also gehen alle auf euren Online-Shop des Vertrauens und ladet euch die App ab. Genau. Und ladet sie euch ab und die Bands markieren. Alle Heaven Shall Burn markieren. Wo das ganze Festival gleichzeitig ein Ping bekommt. Genau. Aber wurde gut. Wurde Ja. gut. Hat er schon ein Zeitchen gebraucht, aber ist, glaube ich, ganz okay rausgekommen. Aber haben ihr das einfach Zufrieden. so gemacht oder hat es irgendwie die Wünsche, die Anreiz gegeben, dass man es sollte machen? Das habe ich einfach so gemacht. Okay, du bist einfach ein Psychopath. Noted. Ich bin einfach sehr viel am PC und dort ist dann halt, eins zum anderen gekommen. Und ja. Aber ich muss sagen, es ist schon recht viel mit AI gemacht. Ja, gut, fair, aber für das ist AI meiner Meinung nach auch gut. Es hat Ja. sehr gut geholfen. Das ist so. Ich programmiere auch mit AI im Arbeiten von dem. Ich schaue nicht zurück. Es Wo wird ich, nicht mehr weggehen. wo ich Forums habe suchen und ich in Inder hat gesagt, wenn ich die gewisse Formel mache. Genau. So, nein. Genau. Wie hat dir AI geholfen beim Holzbrettchen schneiden?
gar nicht. Jetzt würde die Farbe vom Regenbogen sagen. Ja. Nein, wir haben das Regenbogenlied gesungen. Der Etti und ich haben das Okay. Regenbogenlied Ja, gesungen. nicht Und dann schlecht, ja. okay, sind 7. Ist auch clever. Das ist oldschool. Ja, voll. Musst du jetzt helfen Ja. wissen. Ja, AI würde wahrscheinlich die Farbe vom Regenbogen schon sagen, in der falschen Richtung und die falsche Farbe. Aber hey, So ist das Wissen von den Forefathers für ja übergeben worden mit Gesang und Geschichten. Das ist ja... Genau. ja, das ist, Klassisch. aber es ist jetzt wirklich krass, weil ich habe sie auch mit der Sieb, mich haben sie auch mit dem Eben, Lied ja, herausgefunden, das dass ist es wirklich 7 das sind. Lied, ja. Mhm. Wir müssen mehr Sachen singen. Mhm. Ja. Aber stimmen die Farben dann von der Reihenfolge? Ich habe noch keine Reihenfolge. Das Problem wird mir, wenn dann die Mitarbeiter die Shots auffüllen, dass sie in der richtigen Reihenfolge das scheiß Brettchen Haben wir schon eine Lösung stellen. für das Problem? Ich pokere darauf, dass sie es können. Du kannst auch einfach auf die Brettchen in die Shots rein. Das haben wir uns selber, aber das ist mir einfach zu viel Aufwand. Also, Mhm, ja, Stimmt, ja. ich habe sehr kompetente Leute in der Bar. Wie Meistens. viele Bretter hast du parat gemacht? 8. Also pro Barseite 4 und die müssen halt einfach länger. Und Wie lange meinst du, geht es, bis die verloren gehen? Verloren. Die dürfen einfach nicht weg von der Bar. Also, wir müssen das Lied zusingen, von dem wir müssen Aha. die Leute dort bleiben und dann bleibt das Brettchen gerade dort. Wir haben sie mit der Reihenfolge vom Song gerade den Shot, Da wäre eigentlich etwas. oder? Ja, Sagst du gerade die Farbe in dem Song? nein. Ah, Aber sie können einfach, so, während wir singen und bis wir fertig sind, wir sind nicht mal eine ganze Strophe, aber so eine kurze Sequenz. mhm. Währenddessen wir eigentlich alle Shots dort sind. Ah, Zuerst müssen wir nochmal eins bestellen. ja. Das ist es. Ich entwickle Konzepte hier, aber das ist so. Ich sehe wirklich sehr viel Marketing. Ja, so wie Genius das bei euch zwei. All-You-Can-Eat-Konzept, einfach mit Shots. Kannst du in einer Minute alle Shots. Aber das ist so ein Ding, das könnte ich auch alleine posten? Oder würde der. Ist mir absolut egal, Das ist dir solange du absolut- zahlst, kannst du machen, was du willst. Nein, ich habe nur gesehen, am Hellfest haben sie, weil es so heiß war, haben sie, gut, das ist ein anderes Thema, aber dort haben sie angefangen, nur noch 1 Bier pro Person. Härte Alkohol haben sie gar keinen mehr verkauft. Und Oh. Wein auch nur noch 1 Glas pro Person. Und Alter, wenn Franzosen, Arme Franzosen, den Wein imitieren, Alter, dann kannst du davon Ja, ausgehen, dass das etwas nicht mehr La gut ist. Revolution, Alter. Dann kannst du davon ausgehen, dass etwas nicht mehr gut ist. Vor allem Wein ist also in einem 1 Dezi-Bächli meistens. Ja, ja. Da kommst du nie nicht hin. Das ist crazy. Die hat fast Guillotine rausgepackt, Alter. Das haben sie, glaube ich, alle akzeptiert. Weil Also das wegen ist dem zu heiß. Wetter? Ja, wegen dem Wetter ist es. Ja, Weil es zu heiß war, haben sie gesagt, weil ja Alkohol und Mhm. heiß nicht so geil ist, ja. haben sie das Gefühl gehabt, stopp. Nein, Arrête. arrête. Halt. No. C'est pas bon. Babo. Pas bon. Aha, ja. Aber auch, ja. Babo, ja, sind wir wieder Ja, bei mein Haftbefehl. Haftbefehl ist Was ist der beste Song von Haftbefehl? Boah, ich rolle mit meinem Besten. Finde ich schon Banger. Massiver Banger. Geht mir jetzt gerade nicht durch den Kopf. Kannst du Refrain singen? Wer ist der ohne mein Team? Das ist nicht der Haftbefehl. Nein, das ist definitiv nicht der Haftbefehl, weil Nein. der Song sagt. Keine Ahnung, Bruder. Schau, jetzt okay, machen wir es schnell. Haftbefehl ist 2007 umeinander, 2007, 2012, wo man so richtig Aha. groß war, oder? Habe ich das etwa richtig im Kopf? Ich glaube, der ist jetzt auch noch in. Ja, ja, schon, später. aber es ist Aber der ja- hat erst 2010 glaube ich, angefangen. Dort Das kann sein. glaube ich. Hat es den nicht schon gegeben, als ich in der Sek war? Aber der war so Bushido, Sido-Zeit rum, oder? Voll, ne? Also das ist alte deutsche Das ist die erste deutsche Garde nach Rap, Mit Gangster-Rap. Bushido und so. Ja. Alright. Mit Bushido, Sido, Echo for MTV Deutsch Rap. Und vor denen hat es kein deutscher Rap. Ja, nicht Falco. Herbert Grönemeyer. Sorry, Falco war der erste Rapper. Kannst du ja sagen, was willst du? Wann ist er aktiv gewesen? Falco? Das ist, glaube ich, schon ein Zeitchen her. Ich müsste kurz Das war vor recherchieren. der Sek. Ja, ich glaube, Falco war vor uns allen. gewesen. Ich wollte sagen, das hätte es mir noch nicht gegeben. Nein, Falco war ein alter deutscher Musiker. Gewesen. Mhm. Wieso ist jetzt da so ein scheiß AI-Ding da? Bah! Puh. Er ist 1957 in Wien geboren. 57. Und im 98 in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall gestorben. Wann? 1998. Damn. Ja, aber wenn Musik. Wann hat er gerappt? Wann hat er gerappt? Wann Erfolg? wann Erfolg Falco? 81 hat er angefangen. 81, Erfolg. okay. Das ist doch schon eine Zeit her. Ja. Und der, wo du meinst, Mhm. wie geht der Song schon Ohne wieder? mein Team. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Das ist, Ohne mein Team. das ist so ein
Ich weiss, welches Lied das du meinst. Der Timo Ich weiss. brainwashed mich die ganze Ich Zeit. weiß nicht warum, aber mein Kopf hat gerade das gesagt. Also ich habe den Song einmal vor 6 Jahren gehört. Also. Ja, aber das ist nicht so. Aber Dings habe ich cool gefunden. Der Apache irgendetwas. Ist funny. Ja, Kann ich. kann ich auch nicht. Das ist Apache ich habe wirklich aufgehört, Deutschrap zu hören nach dieser Ära. Ja. Ich bin nicht so ein Falco. Connoisseur. Nach Falco, exakt. Nach Falco habe ich aufgehört, Deutschrap zu hören. So, da endet mein Wissen von deutscher Rap. Aber ich finde es schon mal stark, dass du den Sido kennst. Ja. Weißt du, für was Sido steht? Ist er nicht Türk? Nein. Nein. Der Hafenfähre ist halb Türk oder so etwas. Ziemlich sicher irgendetwas, ja. Das sind, glaube ich, alles Kanaken außer der Sido. Right. Und der Sido ist einfach Deutsch. Ich weiß nicht. Gibt es keine Latinos dort, die rappen? Nein. Shit. Nein, die haben alle herausgefunden, dass sie mit richtiger Musik Frauen bekommen. Fair, ja. Ja, Gangster-Rapper rappen immer über die Vibes, aber die einzigen Leute an ihren Konzerten sind irgendwelche Dudes. Das ist so wie Hardcore-Bands, bevor es cool wurde. Ja, eben so. Ja. Was hat das jetzt für einen Zusammenhang? Keine Ahnung. Wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß amigs nicht, wo der Ricky hingeht. Ich gehe amigs einfach mit. Ich eben auch. Aber was sind wir gewesen? Ich weiß nicht, Ricky, ich bin dir hinten reingelaufen und du bist, glaube ich, mir hinten reingelaufen. Von dem her sind wir jetzt beide verwirrt. Back to Open Air Grenchen. Ja. Jetzt meine Notizen wieder nicht an. Vorher war die Frage, wieso dass jemand soll Genau. helfen. Ah ja, voll unser oder wieso wir es machen. Ja. Ja, wieso Voll. ich es mache? Genau das Ja. hast du uns noch nicht voll, gesagt. ja. Ich weiss nicht, es ist mein Highlight im Jahr. Also es ist so, ich meine, ich habe Absolut. kein einziges Mal im Jahr so lange Ferien wie fürs Open Air, wo ich einfach am Auf- und Abbauen bin. Ich mache das ganze Jahr lang mit den Sitzungen und so, bin immer unterwegs. Aber es macht so viel Spass, der Aufbau. Es ist so eine geile Zeit, wo du einfach so coole Menschen kennenlernst. Und es ist einfach wirklich eine wilde Zeit zusammen. Das Open Air selber ist es ist einfach Sidequest an Sidequest. Das ist so geil. Kommen wir eigentlich dazu am Festival irgendetwas zu schauen? Ja, Pfeffibar. Siehst halt ja, auf fair, dem ja, Mainstand. ja. Du kannst dich halt abwechseln, so als Leitung. Und bei uns ist ja allgemein, wir haben keinen Schichtplan. Mhm. Bei uns gehst du einfach Zeug schauen, wenn du Bock hast. Und das ist halt mega geil, weil alle alles sehen. Nice. Das ist richtig krass, dass das funktioniert. Ja. Aber Wir es funktioniert kennen uns halt wirklich alle grandios. untereinander. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber das weißt, ist bei euch? Oder? das ist nur bei uns, ja, ja. voll. Nur bei uns. Du kannst halt auf jeden verlassen, jeder springt füreinander ein und so. Und es ist so ein Zusammenhalt, wo du in diesen 2,5 Tagen hast. Und einfach nur Party machst zusammen. Und halt auch mit den Gästen. Wir haben so coole Gespräche dort. Und mittlerweile siehst du die gleichen Leute immer wieder. Und so. Das ist einfach geil. Das macht einfach wirklich Spass. Das ist ein Ehrensystem. Mhm. Massiv. Ich glaube, letztes Jahr eine Band gesehen. Ich glaube, bei Paleface schnell drauf geschaut. Mhm. Ja. Ich kenne fast keine Band, die kommen. Ich bin wirklich nicht wegen der Musik dort. Außer der Electric Callboy, der gespielt hat. Grandios gewesen. Stimmt, das war ja auch mal noch. Die haben wir vor vor Corona, glaube ich, gebucht. ist eigentlich heiß. Macarena. Und sind nachher, glaube ich, gekommen, ja. Zum Glück sind die noch gekommen, weil sonst hätten wir es nicht mehr leisten können. Das ist der, wo sie sind ja, glaube ich, gebucht worden fürs Grenchen vor Genau. Hyper, oder? Hey, das könnte voll gut sein. Und ja. dann ist ja Corona, weil das ist ja vor Covid gewesen, und während Covid haben sie ja den Song rausgerührt, wo sie dann das Gefühl haben, sie wären jetzt die grösste Band vom Planeten. Sind es meiner Meinung nach, aber Jetzt ist es eine absolut grandiose Band. Das ist wirklich, kannst du nichts dagegen sagen. Und dann nachher haben sie ja wie trotzdem noch am Grenchen gespielt, wo sie eigentlich ja nicht viel zu gross gewesen wären für das Festival, aber eigentlich schon schon. ein bisschen zu gross gewesen wären Ja, für ja. das Festival. Sind, glaube ich, schon ein bisschen zu gross gewesen. Aber ja, hey, recht Ehrenleute, geil gewesen. Ricky, du hast gesagt Ehrenleute. Die sind auch Ja, einfach so. absolut, absolut. Aber ja, sonst, ich könnte schon Bands schauen, aber oft, ja, Es macht es mir einfach gar nicht an. Bands sind das langweiligste am Festival, sind wir ehrlich. Ja. Alles, was rundherum läuft, ist viel lustiger. Pfeffi war viel spannender. Ja, oder auf dem Campingplatz. Aber wie an der jetzt Grenchen Pfeffibar nicht, siehst du aber so verdächtig viel von den Bands, wenn du jetzt stehst anscheinend. Mhm. Also von dem her ist Die wahrscheinlich... Frage ist einfach, ob die Leute schauen oder ob sie so intern beschäftigt sind. Soll ich die ganze Zeit auf die Bar schauen? Ja, fair. gut, Besucher sind das ja eh nur wegen dem Regenbogenlied dort. Also, Fix, Ja. fix. Ja.
Siehst du, wie mich alle dafür hassen, dass ich das so jetzt so anspreche, weil es sonst ausreichend jeder Anschiss das Lied singen. Magst du am Samstag um 10 Uhr am Morgen auf die Bühne den Regenbogen-Song singen? Wenn ich am Samstag um 10 Uhr am Morgen wieder lebe und rum bin, dann mache ich das gerne. Ich habe einfach Angst, dass wir dann mit die Shots trinken, Ricky. Aber dermassen müssen wir das. Ja. Du bist dann sicher noch nicht dort am 10 Uhr, weil ihr habt sicher noch nicht offen am 10 Uhr. Am 11 Uhr muss ich dort sein. Ja, also. Ja. Aber wir haben ja, glaube ich, jedes Jahr an Spock gekommen. Letztes Jahr war es spannend, weil weißt, uns gesagt wurde, ja, machen wir einen Podcast auf die Bühne. So. Der Leni so, ja, machen wir so. Und irgendwie am Abend, am Freitag, ich habe nicht gewusst, wann, wann, wo, mit wem und so. Und ich weißt, ich muss alles wissen, zum wissen, ja, Technik und so, alles muss stimmen und so. Und ich bin einfach nervöses Fuck, so wie noch nie mal auf die Bühne, weißt. Und Hund. Und dann irgendwann so, hat, glaube ich, jemand gesagt, ja, gehst einfach zum Techniker und fragst mal, wegen wie es aussieht und so. Ich gehe und nachher fange ich mal mit dem Techniker zu schnurren. Und er hat nur Englisch und so, ja, aber ich bin von der Band. So, ich so, ja, fuck, also. Du hast einen Bandtechniker angequatscht? Und nachher, ja, das ist so von der einen Band. Und nachher ist Peter Brudi geheißen, Timo. Der Timo. Timo ist, ich glaube, das war Timo am Sound. Und also wie, ja. Ich glaube, es ist dazu gekommen, dass wir am Schluss am Samstag irgendwie selber uns würden einrichten, weil es kein Tontechniker vor Ort wäre. Irgend so etwas. Ja, das so, ist Bro, ich habe Tontechnik vor 2 Jahren mal studiert und nie wirklich gemacht. I'll try, I guess, oder? Und der Team nachher ist schon so wie, ja, ich bin ich komme so, ich lasse den Podcast, ist geil. So wie, fuck, Alter. Ehrenteam. Und nachher ist halt der Lichtbrudi ist ja auch rausgekommen, so wie, Bro, ich habe eine Stunde gepennt und so, aber ich muss nur den Licht einschalten. Und so wie, fuck, Alter, Respekt. Ja, er ist irgendwo von hinter der Bühne zu führen gekommen, so mit den Augenbinden auf dem Kopf, mit dem Pischi an, so, ja, ich stelle das Licht ist gut, das Licht ist still. I fuck off, goodbye. Ehrenleute, Alter, schön. Nee. Super, voll mega. Also ich glaube, also wenn ihr sagt, jetzt so Community ist so wie der Highlight. Es tönt so, als ob es ein Hobby wäre von euch. Ich glaube, so viel müssen wir investieren schon, ja. Hey, absolut. Also ich bin eigentlich fast jede Woche irgendetwas am machen und wenn es nur wieder irgendeine Liste ist oder so. Ich glaube, es ist schon ein zeitintensives Hobby. Aber Spass macht. Ich glaube, vom Anfang an sagen wir immer so, wie wir spüren die Leidenschaft und Passion von alle rund ums Gernicke und das finde ich eben mega toll. Ich meine, du machst nicht einfach für irgendetwas noch eine Website oder eine App, oder? Ich meine, das ist Zeit, Arbeit. Vor allem für nichts, du kommst ja nichts zurück über. Also nicht nichts zurück über, aber du wirst ja nicht zahlt dafür. For Honor, Alter. Die App ist auch nicht, ist gratis, Ja, kostet auch nichts. For Glory. Obviously. Ja. Oh, jetzt mit dem könnt ihr jetzt Geld machen. Ja, nein. Einfach so In-App-Payments. So, du willst deine Bands hinzufügen, kostet Wenn du die markierst. Du kannst in der App ein Bier kaufen und dann gehst du an die Bar und dann ja, nein, da unterstützen wir gar nicht. Clever. Oder du kannst an der App ein Bier kaufen, es kostet einfach 5 Stutz Transaktionsgebühr. Gute Idee für nächstes Jahr, ja. Das ist schön. Merken wir. So, how to scam your customers, fair enough. Nein, Also, wenn ihr wollt, können wir nachher noch 5 Scams ausarbeiten zusätzlich. Ja. Und 20% an Podcast nachher immer. Nein, das machen wir ehrenamtlich, das ist gut. Ja, das ist gut. Leute scammen machen wir ehrenamtlich. Das ist Spass. Einfach, das ist ein Hobby von uns zwei. Das ist auch gut. Das ist der Ricky, das wissen viele nicht, aber der Ricky schafft nebenbei als die Leute, die so hostile environment created. Also die so schauen, dass Parkbänke gemacht werden, dass man nicht drauf sitzen oder liegen oder so. Da geht dem Ricky sein Herz auf. Wenn er so sieht, dass da so ein Stegengeländer ist, wo man nicht skaten drauf, dann ist der Ricky happy. Ich habe gedacht, wieso das Stacheldraht dort hinter im Raum immer liegt. Schachtelweise, aber ja, macht Sinn. Der Ricky schaut auch so ein Stegengeländer an, sieht so, denkt sich so Jugendliche mit dem Skateboard, absolutely not. Macht das ein Klemmen dran. Ja, mach. Ja, don't worry. Also, ihr werdet jetzt sehen, Lara ins Bild hineinlaufen. Sie läuft in die Küche. Sie schaut mich mega Sehr hässlich an, so als ob ich das nicht ansagen sollte, was sie gerade macht. Hey Lara, wenn du in der Küche stehst, Nein! kannst du mir bitte noch ein Panache bringen? Will jemand sonst noch ein Bier oder so? Kann ich auch ein Panache, Baby? Nein. Thank you. You're the best.
Nein, aber so wegen Zeitaufwendung ist glaube ich schon noch so, zum Beispiel der Samstag. Thank you. Danke vielmals, mega lieb von dir. Ich meine es ernst, wenn ich gelacht habe. Lara geht jetzt Medizin fürs Essen holen. Sie macht es jetzt parat. Medizin fürs Essen? Hässli. Aha. Ja. Freya hat einen schrägen Kopf. Ja. Sie ist schon immer ein bisschen schräg, aber jetzt ist sie am Kopf schräg. Kannst du noch zeigen? Ich mache den Exorzismus. Du kannst uns sonst gerne... Weißt du, like mother, like daughter, sagst du. Schade. Wir sind alle da ein bisschen schräg. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Lara könnte an der Pfeffi-Bar funktionieren. Ja, Ich als glaube es auch, Barkeeper, ja. voll. Ich würde dich sehen, der Pfeffi-Bar Leute anmaulen. Kannst du mal Ja. das Regenbogenlied singen? Lara, kannst du das Regenbogenlied? Das ist eine Grundvoraussetzung. Ich kann Leute zum Saufen zwingen und ich kann Leute ab. Baby, willst du aushelfen? Dann kannst du nachher am Garnichen kommen. Du musst nur online gehen, auf die Homepage, die der Simon gemacht hat. Mhm. Und dann dort ausfüllen, Helfer für die Pfeffi-Bar. Nein, Pfeffi-Bar kannst du nicht online anmelden. Ah. Läuft über mich. Aber du kannst gerade die sagen. Ah, Ja, ja, Pfeffi-Bar ist... Das ist, Ja, kannst du gerade Vitamin B. ja, voll. Ja, perfekt. Wunsch. Ah? Ja, Rina ist. Ja, ist. Wow. Ja, Nina ist. brauchen die gerade So, falls irgendjemand Pfeffi-Bar. fragt, wie man am Open Air Grenchen an gute Stellen kommt, es ist alles Vitamin B und Vetterli Wirtschaft. Es ist wie im richtigen Leben. Du bekommst nichts, ohne dass du jemanden kennst. Aber wenn du ein Jahr dabei bist, nachher stehen dir alle Türen Voll. offen. Dann hast du alles. Das ist wirklich so wie der Pfadi. Du musst zuerst einmal unten durch, du musst einmal die Taufe haben und dann ist gut. Nein. Wir haben ja auch vorher, wenn du tust Informatik, als Informatik arbeiten. Genau. Was sind so die wildesten Kombinationen von Beruf und Funktion? Oder Leute, die einfach so unerwartet gerade mega hilfreiche Skills haben, die ich nutzen Hilfreiche Skills. kann. Oder unhilfreich. Hey. Oder lustig. Ein Informatiker, der irgendeine Kettensäge bedient oder so, Ja. ist immer wieder ein schönes Bild. Geil, im Fall. das ist Ja. Das ist jedes Jahr Es ist immer wieder schön, wenn du nachher hörst, das Holz ist nicht gratis. Ah, okay. Cool. Ja. Läuft. Gut, der Nico ist ja amigs auch helfen am Grenchen. Mhm. Also aufstellen und so. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie der sich irgendetwas aufstellt. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Aber es funktioniert anscheinend doch. Du lernst halt vieles, wenn du dort bist. Das ist also wirklich, der Aufbau macht mega Spaß, weil du halt wirklich mit neuen Skills heimgehst. Was für Skills habt ihr können sammeln, die ihr jetzt findet, so ja, jetzt kann ich das machen? Sachen tragen. Bodenplatten rumlüpfen, das ist gut Mhm. für den Bizeps auf jeden Fall. Ja, Ach, sollte in dem Fall mal gehen. ja kannst du den Gym sparen. Voll. Ja. Du hast kein Gym-Abo. Für den Rücken geht auch noch, ja, Bodenplatte. Mhm. Schön, wenn sie Ja. Nein, erst aber das Boden heisst, tun wenn und ich so. jetzt Bodenplatten rumlaufe, muss ich anfangen Beatdown hören, um Ich schleppe vom Aufbau immer und überall Musik, von dem her. Aber ist Sehr gut. abgedeckt. Tipptopp. Nein, sonst glaube ich so Akkuschrauber, Bohren, alles Ich brauche halt so Zeug, wo ich sonst- Schneekreissage. Ja, die ich Und nie brauche. dort ist es halt so random, machst du halt einfach. Ja. Es tönt auf die einen Seite tönt es wirklich wie so ein Robinson-Spielplatz. Das heisst, es tönt sehr wundervoll, aber eigentlich sollte man euch ja nicht machen lassen. Du bekommst ja für alles eine Einführung. Also es ist schon Ah, sehr safe nach Konzept und so. Mhm. Eben, also das heisst, es sind schon auch Leute, die wissen, wie es funktioniert, die euch dann instruieren. 99% weiss wie und das 1% kommt frisch dazu und lernt es. Okay, Voll. das ist doch fair. Ist sehr gut aufgerundet, aber ja, 99%. Wir müssen das ein bisschen pushen. Ja, ja. Nein, aber so, wenn ihr habt ja bei, also du hast gesagt, du hast schon mal beim Aufstellen geholfen, du Und dann auch ist schon. das ja. ja. Könnt ihr mir mal, also gut, aber das heisst, ihr seid eigentlich auch perfekt, um können erklären, wie das so aussieht von Anfang bis Schluss, also von grüne Wiese Mhm. bis zum Festival Und bis zu grüner Wiese. weniger grüne Wiese. Ja, Schlammpfütze. Das ja nicht. Das ja nicht. Das wird schön. Das wird schon. Hoffentlich wird es nicht 36 Grad. Anyway. Nein, also wie sieht das aus? Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich da noch nie so an einem Festival war? Ich bin zwar schon mal da und habe gesehen, wie die Bühnen aussehen und alles, aber was passiert denn alles, bis die Bühne steht? So, könnt ihr mir da einen kleinen Einblick geben? Ich glaube, es laufen relativ viele Prozesse gleichzeitig. Also von Zelt aufstellen bis. Oh, hässlich. Sehen wir die? Was meinst du dazu? Sehen wir die? Oh ja, die hat wirklich einen Ja. schrägen Kopf. Oh, sie hat Angst. Geh weg mit ihr. Sie hat Angst vor mir. Sie kommt gerade weg. Im Ja, ich weiß. Okay, gut. Anyway, ja, zurück zum parallelen Prozess. Genau. Ich kann nicht helfen. Ja. Oh, no, it's okay.
Gut. Das wäre nicht das erste Mal, wo Es wäre nicht Bunny einfach Metal sein, rauskommt. wenn ständig irgendwelche random Sachen passieren. Von dem her tipptopp. Höchst professionell da. Ich glaube, es ist eben so ein bisschen die Zuteilung, wo du dann überhaupt bist. Dann mal Zelt aufstellen, was ein riesen Pain ist für mich. Ich finde das immer wirklich das Schlimmste. Die sind riesig. Also ich finde schwer. Zelt aufstellen am Festival schon mühsam. Ja. So, wenn Ja, ja, ich aber kann das Zelt ist- aufstellen, aber das ja. ist ja... Nein, es ist wirklich mit dem Kran zusammen, es ist bodenlos. Und nachher eigentlich mal das ganze Zeug auch jedes Jahr wieder bauen mit Rampen und Bühne und so. Die ganzen Tiergitter aufstellen, um das Gelände einhaken, ist immer ein massiver Pain. Es fällt mich schon. Es säckelt Nase. Es ist sehr wild hier. Mitten aus dem Leben. Ey. Genau. Nein, zwei. Weil ich würde jetzt einfach sagen, dass wir das rausschneiden, aber irgendwie es ist zu lustig, um das nicht raus... Weil einfach die Leute jetzt das hören und das Gefühl haben, was zum Teufel geht jetzt hier ab? Ich sehe mich noch an der Bar. Mach ich fertig. Alright, Hey. der Ricky ist mit einem Haustier weggelaufen und kommt mit einem anderen zurück. Es fällt mich schon an, irgendwie am Montag fängt es glaube ich schon an, mit Auszeichnen oder so, wie sagt man, Trassierband am Boden rumlegen, was wo ankommt, weil das ja nicht seit 30 Jahren das Gleiche ist. Also, nein, aber es verändert sich natürlich gleich immer wieder ein bisschen etwas. Aber ich glaube nicht sagen, hä? Das klingt so schlimm im Kopfhörer. Oh ja, bitte weiter. Ich muss das entschuldigen, es ist viel zu heiß. Was ist nachher, glaube ich, am Donnerstag fängt der Aufbau offiziell an. Wie viele Also- Wochen vor dem Festival ist das? Das ist eine Woche vor Eine Woche vor dem Festival, okay. Also das ist der 24. Was ist denn noch? Also eine Woche vor der Hüpfburg. Eine Woche vor der Hüpfburg, genau. Ja. Aber am Morgen. Die Okay. Hüpfburg ist erst am Abend. Ah, okay. Voll. Genau, dort kommt nachher der Zeltbauer auf Platz. Der stellt ein paar Leute und wir stellen eigentlich die meisten Leute als Mitarbeiter selber. Dann wird ein Zelt aufgebaut, die Bühne wird aufgebaut. Das haben wir eine neue Bühne, Mhm. eine Mobile Stage. Was? Mobile Stage? Die Klar. gross? Ich glaube, bin wir ich haben die überfragt. grosse bekommen. Doch, es Also ist nein, eine nicht die gross, aber Diskussion also ich habe zwei Bühnen am Open Ja, Air Mainstage gesehen. ist Und neu, die ja. Mainstage Genau. ist jetzt neu. Voll. Ist Genau. das Mobile Was Stage. ist das, was wär- vorher war? Eine, die wir selber gebaut haben. Genau. Also, selber Also, gebaut, mit dem Zeltbauer. Aber genau. jetzt ist glaube ich ein LKW, der anfährt. Ach so, wo also nachher- vorher haben wir... ja, Das das Ding war einfach so aufbaut. ein Gerüst gewesen mit einem Zelt oben drauf, oder? Genau, genau. Ah, und jetzt haben wir die Profibühne, wo so Mm. ein Lastwagen anfährt und dann wie so ein Transformer aufgeht. Und genau. Hoffentlich so, genau. Ist dann weniger Aufwand wahrscheinlich. Da wäre weniger Aufwand, genau. Ja, dort können wir nachher, am Donnerstag können wir nachher schon Kühlwagen ein paar. Wochenende ist nachher so Stege bauen, Barböden reinbauen, Geländer bauen, OT-Dach und so. Halt alles, was wir selber bauen, aus Holz und so, was einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Stände füllen mit Kühlschrank, irgendein ist dann, ja. Ja, dann können wir irgendwann die WC weg und wenn dann das Zeug steht, fängt dann eigentlich für die Deko mal der grosse Stress an, weil wir können da das Letzte Mhm. rein und anfangen. Und gibt es dann dort immer noch ein bisschen Gesäckel. Es ist auch schön, wenn du beim Aufbau nicht mehr aufs Toy-Toy musst. Auf Ja. eins von zwei Das Toy-Toys. ist der schönste Moment, wenn der Also WC-Wagen zwei. geht. Das ist schon schön, vor allem wenn es 36 Grad ist. das glaube ich. Ja, Mhm. hey. Und ich glaube, dieses Jahr ist so, halt noch mit Brandbestimmungen und so, ist glaube noch halt ein riesen Thema, wie bei allen Festivals oder Festen Oh oder ja. Partys, Mhm. verständlicherweise. Mhm. Ich glaube, das ist für die Deko auch noch recht das Umgebastel halt, oder? Ja, wir müssen mega viel neu machen, wo wir halt nicht mehr dürfen, jetzt Mhm. eben wegen dem Brandschutzkonzept. Ja, sehe ich. Wo wir ein bisschen später dran sind, dass wir eigentlich wollen sein und jetzt ein bisschen im Seich sind. Einfach Asbest brauchen, das brennt nicht, habe ich Mhm. gehört. Ja, Ah, spannend. voll. Ja. Hast du gerade daheim? Oder? Ah, ja, nur gut. Könntest du holen? Nein, eben leider nicht. Alles schon gegessen. Ich habe noch gute Ideen. Ja, was ist nachher? Eben, dann ist, der Aufbau ist eigentlich richtig geil. Dann kommt das so ein Festival-Weg mit rein und dann ist der Abbau. Und dann, Mhm. Der Abbau ist nicht mehr so geil. ja, dort hat es auch nicht mehr so viele Leute. Das ist ein bisschen schade. Amigs. Ja. Weil je weniger Leute es hat, desto beschissener ist es halt. Weil Mhm. genau gleich Können musst du wir die den Zelte Abbau abbauen. Ja. Das haben wir auch schon gehört letztes Jahr.
Anscheinend bekommst du ja mehr Ehrenpunkte, wenn du abbauen wenn du aufbauen. Genau. Definitiv. Und da das ja ein Ehrensystem ist, dort, ist das eigentlich ein guter Move. Ich glaube, Voll. ich will das nicht falsch sagen, aber ich glaube doppelt so viel, wie wenn du beim Aufbau kommst. Es gibt nicht nur Ehrenpunkte, es gibt auch richtige Punkte. Es gibt das, das stimmt. Das ist gut. Ja, aber geht das Abbauen schneller als Aufbauen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Abbau ist halt vor allem der Sonntag, wo wir recht Stress haben, dass wir das Zelt leer bekommen. Mhm. Und nachher ist es eigentlich chillig. Mhm. So, wenn halt wie letztes Jahr... Chillig? Ja, letztes Jahr bin ich 2 Tage lang am Bodenplatte putzen. Ich bin nach 10 Minuten wirklich einfach voller Schlamm gewesen. Ich bin 2 Tage so rumgelaufen. Es war direkt am Sonntag nach dem Open Air wunderschönes Wetter gewesen. Und ich habe alles und jeden gehasst. Das war wirklich nicht schön gewesen. Das ist halt wirklich alles hast müssen putzen. Du hast Voll. alles müssen mit dem Kercher abspritzen, weil alles voller Schlamm war. Ja. Aber ich glaube, wenn du halbwegs gescheites Wetter hast, ist der Abbau... Ist eigentlich noch Aber das cool. war letztes Jahr lustig. wirklich crazy gewesen, weil ich irgendwann bin ich mal hinter der Bühne durchgelaufen und dann habe ich einfach gesehen, wie so unter der Bühne so Schlamm läuft. Es ist wirklich einfach so, glaube so Bierbüchse hoch, einfach so Schlamm bis auf die Straße gelaufen und aus der Straße nach runter. Das hat richtig schlimm ausgesehen. Ich habe letztes Jahr irgendwann den Infranotfall rufen, weil unsere Bar war erst mal so ein bisschen erhoben war. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass sie jetzt einfach gerade davon schwimmt, weil wir einen Fluss durch die Bar durchgehen. Ich bin extra nicht so scheiße, was mache ich jetzt? Dann haben wir es mit einem Brettchen gefixt. Was ist der Infranotfall? Und das sind halt die von der Infra, die sind ein Wärmfestival eben genau für so Sachen. Mhm. Dass du dann halt kannst anrufen oder sie halt eben über Funk holen und sagen, braucht sofort jemand, der einen Fluss in der Bar hat. Mit dem Fluss in der Bar. Das ist auch etwas, was du wahrscheinlich nicht gedacht hast, dass du das wirst sagen. Nein, oder? nein, das ist ganz spannend. Und vor allem die Rückfrage so, ein Fluss in der Bar? Ja, ein Fluss in der Bar. Ja, das war ganz witzig. Ein Fluss. Dort ist ja die Sponsorenwand, jetzt hat es umgerührt. Voll, Das war ja. Stimmt, ja. neben der Bühne. Gewesen. Ja. Mhm. Ja, Ja, dort stimmt, das ist schnell plötzlich ein mal bisschen abgesperrt. Abgesperrt. Jawohl, das Mhm. Wort habe ich gesucht. Ja, voll. Letztes Jahr ist Abschutz und es abgesperrt, ja, beides. Das hat lustig ausgesehen. Mhm. Ich habe die Schlammengel lustig gefunden. Was ich lustig gefunden habe, ist der Gedanke, dass auf dieser Kuhweide wahrscheinlich auch mal noch irgendwann gekühlt worden ist bis das Jahr. Wo man höchstwahrscheinlich einfach auch alle knöcheltief in Kuhscheiße gestanden sind. Ja, ist halt. Also er ist jetzt lustig. Das ist, in dem Moment ist man so... Wäh. So, jetzt ist es okay. Ich habe sogar noch ein bisschen Open-Air Schlamm mit dem Kate-Effekt-Käppchen. Schon immer noch. Ah, schön. Ich habe noch... wild. Ja, irgendwie... Es reut mich zum Waschen, weil es Ich nachher spiele nicht jetzt mehr so schön sogar das aussieht. Jahr auch. Ja. Boah, geil! Ja. Kann ich dieses Jahr mit einem Kate-Effekt-Käppchen und Open-Air Schlamm vom letzten Jahr Kate-Effekt machen. Mhm. Tatsächlich. Eigentlich müsste es nachher abschlecken. Mhm. Vielleicht machen sie so. Boah, ich habe einen für wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, würde ich dem Bella sein Kate-Effekt-Käppchen abschlecken. Das ist ganz witzig, bist du nur herausfinden, wer du bist und wo du bist. Ja. Ja, er Mhm. muss dann einfach immer dort stehen. Mhm. Nein, also Das Maskottchen von das der kannst du dann, Kaffeebar. ja gut, vom Fernsehen, da müsstest du dann, ja, Du kannst Regenbogen-Song singen. du kannst dann einfach, Ja. du kannst Gib dir dann, das Megafon. das ist geil. Aber so, es muss einfach auf der Bühne einfach so ein grosser Buzzer. Und alle Bands müssen einfach akzeptieren, dass unter Umständen der Buzzer einfach gedrückt wird und dann einfach so Halt, die Musik stopp. abgestellt wird. Und dann ich ausgerufen wird, dass ich mit dem Käppli zu der Pfeffi-Bar führen kann. Es muss einen etwas abschlecken. Er ist gerade am Duschen, so ja, wir warten, Jetzt. kein Problem. Erst gerade am Geil. Alles Das auf wär- Pause. Mhm. Aber das wär absolut gar nicht mal so eine gute Idee. Gott. Ja. Aber was für also, haben da sonst mal noch so Infranotfälle? Nimmt mich jetzt wirklich ein bisschen Wunder. Da gibt es andere Notfallteams. Ich glaube, wir haben vor allem Deko-Notfallteam gibt es auch. Oh mein Gott, das Deko-Notfallteam, das ist Ja. nicht. Das ist insane. Was wäre ein Deko-Notfall? Ja, letztes Jahr hat es halt durch den Sturm mega viele Schilder, die irgendwie, oder halt Betrunkene, die die Schilder geklaut haben. Ah, Das so, ist okay. ganz wild. Ich habe jetzt wirklich viel unschuldigere Deko-Notfälle vorgestellt. Das. Ich so, oh mein Gott, das Tüchlein ist weg. Weißt du, wir brauchen das Tüchlein nochmal. Und dann kommen da so Leute mit so einem Superheldenkostüm, so einem Deko-Kostüm. Mhm. So
Ich habe noch mal ein Kostüm an der Pfeffi-Bar. Ich mache so intern so eine Awareness-Runde, um zu schauen, wie es den Leuten geht. Und für das bin ich jetzt da ja die Awareness-Fee und habe so 4 Flügel an dem Zauberstab. Aber könnt ihr auch ein Deko-Notfallkostüm haben? Das wäre so absolut sick. Ja. Ich kann es mal einbringen. Also ich wollte dich jetzt nicht, es geht ja nicht mehr so lange, ich wollte dich jetzt nicht so irgendetwas zwingen, aber ich fände es schon sick, wenn ich irgendwann mal einfach so jemanden mit einem Cape, wo einfach hinten dran so Deko draufsteht. Ich sehe den Gegensäckchen. Im Wind am Flattern hinten dran. Schon mächtig. Mit so einer... Jemand mit dem Fenty vor dran, das winkt. Ja, oder so ein Cape mit so wie die illegalen Verkäufer, die so Taschen aufmachen, da hängen da so mega viele Uhren. Einfach so mit so Heißleim und Glitzer. Wir haben letztens actually so eine Weste gehabt, wo so alles geil. ist. Bin mir nicht sicher, ob wir sie wirklich gebraucht haben. Aber was wäre so, wenn du jetzt ein Deko-Notfall-Kit zusammenstellen so zum Schaffen? So, Kabelbinder. So 5 Tools. Ja, Kabelbinder. Klebi wahrscheinlich. Wie heisst da die Pistole, die wir jetzt in Pink bestellt haben? Was macht sie? Also die Haftklammer-Pistole. Postage-Pistole. Ja, voll, ja. Die in gross, in Pink. Geil. Haben wir jetzt. Das klingt alles wesentlich weniger romantisch, wie ich mir Deko vorstellen kann. Ja, Deko wird ja immer überromantisiert. Eigentlich haben wir voll einen harten Job. Und ein bisschen malen. Es tönt so Kabelbinder und Postage-Pistole, Mann. Was machen Kann Sie? ja auch romantisch sein. Da geht es super, um einfach schnell Das eine gesehen, das andere noch nicht so. Das musst du mir erklären. No King Shaming. Das ist eben kreativ. Auf 3 Meter Entfernung. Schatz, Ich wollte. zieh die Oh aus. mein Gott. Ja, gut. Ich nehme mal an Gaffertape auch. Ja, Panzertape wäre immer dabei, ja. Hey Lea, darf ich bitte an der Pfeffi-Bar arbeiten, dort, wenn du unsere Videos musst machen musst? Wenn du die Videos mit den Helfern machen willst. Ja, Ich würde gerne eine halbe Stunde lang durchschnorren. Das Niveau, das wir jetzt haben, ist etwa da für die Es wäre die Pfeffi-Bar. einzige halbe Stunde, wo der Pfeffi-Bar niemand bedient Voll. wird. Will ich einfach alle ablenken. Wir gehen sowieso am Donnerstag, oder? Ja. Ja, dann. Ja, Nein, top, können wir aber den die Pfeffi-Bar. Lea wird am Samstag mit uns Videos machen, wo wir so Helferjobs machen. Ich habe gemeint, das ist der ganze Week, also nicht nur Samstag. Ich habe gemeint am Samstag. Vielleicht können wir auch am Donnerstag... Können wir den Pfeffi-Bar? Regenbogensong am Donnerstag? Nein, erst am Freitag. Okay. Vielleicht können wir mal den Regenbogensong Würdest du am Donnerstag machen? Ich komme schon. Also Lea, Kein wir Problem. schauen es. Ja, wir schauen es noch an. Das wäre wirklich das Ding. Okay, wir sind bei Postage-Pistole Ja. und Kabelbinder. Mhm. Panzertape. Du tust einfach nach einem regulären Stage-Technik. Du tust wirklich nach einem Infrastrukturtyp. Bist du sicher, dass ihr das gleiche Team sind? Ja, es steht ja schon alles. Das Einzige, was passiert, ist, dass es wieder umgeht. Ja, fair, Ein ja, das Hammer und ein Akkuschrauber würde ich noch mitnehmen. Genau. Ja. Ja. Und wir haben immer so einen Wagen, wo wir alles ziehen damit. Geil. Ja, voll. Deko, also eben Deko ist einfach wirklich einfach so auch Hardcore-Sachen, so Schilder und so Zeugs. Mhm. Nicht nur farbige Engel. Ich habe immer, wenn ich Deko höre, habe ich so Glitzer, Mhm. Tüchli Wir haben und actually Engelsflügel im kein Kopf. Glitzer. Das ist mir Wir sind klar. alle Anti-Glitzer. Okay, Schon? Ja, das ist mega toll. Also außer beim Shot, den ich mache, den finde ich Okay. cool. Halt, aber ja, aber Deko ist Anti-Glitzer. Spraydose Schade. haben wir meistens auch noch. Da hatte ich auch mal einen Notfall gehabt. Spraydosenopfall. Ja, hat jemand, wir haben ein mega grosses Antifa-Tag an der Pfeffi-Bar gehabt. Da ist es übersprayt worden mit Nazi-Scheiß. Und da Ui. habe ich am Freitagmorgen völlig verkatert. Das müssen Ui. übersprayen. Das ist mir nicht so gut gegangen. Shit. Ist das etwas, was wir hier erzählen dürfen? Ich bin mir gerade unsicher. Feel free. Also du hast ja nicht gesagt, dass du das Antifa-Zeug mit Nazi, dass du das Antifa-Zeug, das ist ja eigentlich Ja, ist ja völlig korrekt. Du hast ja nicht als Open Airs Antifa mit Nazi-Zeugs übersprayt, sondern Ja. umgekehrt. das stimmt. Ja. Mhm. Also von dem her ist es eigentlich ja die Message ist Mhm. korrekt, würde ich sagen. Genau. Wichtig ist nur so Zeug nicht an die Infrasachen sprayen, wo wir Genau. zurückgeben. Ja, voll. Plachen an die WCs, weil da zahlen wir alles. Mhm. Und das ist nicht so gut. Wolltest du mir kostet nicht viel. etwas sagen? Nein, Das ist sag mal nur. etwas aus Versehen. Sprayt vorher auch nicht erzählen. Nein, aber die Leute malen halt Zeug an und Ah, kleben ja. Kleber an und so. Ah ja, wir Und haben an der das Pfeffi-Bar ist eine Stickerwand, Oh, wo geil. alle dafür ihre privaten Sticker mitnehmen. Das ist mega cool. Alle Local Bands. gratis Werbung. Ja. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Das ist so gut gelaufen. Mhm. So viele Leute ihre Sticker mitgebracht. Okay, jetzt, ich habe nämlich so einen richtig. Ich finde Leute, so Privatpersonen mit Stickers, finde ich richtig weird. Wieso haben ihr die? ja. Das ist so, irgendjemand muss auf die Idee gekommen sein, den scheiß Baden-Württemberg-Sticker zu machen. Und ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es nicht das Tourismusdepartement von Baden-Württemberg war.
Oder was ist, letztes Jahr habe ich einen gesehen, irgendwie, ich bin in Porto gewesen, und dann hat es unten an der Stege so einen Sticker gehabt, «Who is das und das?» Und dann war oben einfach das Foto von so einem Typ gewesen, «Ich bin's.» So, und bei der letzten Stege, beim untersten Stegentritt war der eine Sticker, beim obersten Stegentritt der andere. Ich muss sagen so, wer? Der Bruder hat gefunden, Tinder ist zu dumm, er macht es einfach so. Aber das ist jetzt gut, weil du bist in dem Fall an der Quelle. So Privatpersonen, die Sticker haben, was sind das so für Leute? Weil ich habe das Gefühl, das sind einfach absolute Weirdos. Ich glaube, es kommt mega darauf an, was für Stickers. Gell, wir haben von Bands und von Podcasts. Nein, Bands und Podcasts sind keine Privatpersonen. Das sind. Das wirklich sind einfach dein Insta-Profil oder so tust. Oder? einfach nur so random Leute, die so Stickers machen. So, weißt du, so, die irgendjemand, weißt du, wenn du so einen Sticker bekommst, der einfach so wirklich einfach so, du merkst, das hat einfach ein Dude, der es lustig gefunden hat, gemacht. Wahrscheinlich wegen dem, ist lustig. So, das ist nichts. Ja, eben darum, aber das. Ich würde vielleicht schon mal einfach Stickers machen mit dem Gesicht oder so. Das haben wir actually bei unserer Bar vermeint. Das ist sehr, sehr witzig, Geil. das will ich einfach überall hermachen. Aber dann sind es bei anderen Leuten gewesen. Voll. Wenn du Aber ich glaube, die meisten haben ja Stickers von anderen Leuten. Ich glaube, es macht niemand mit seinem eigenen Gesicht einen Sticker und denkt sich... Ich glaube, Ich meine eben auch nicht die mit Personen. Ich meine mehr die mit so, weißt du, so, wo eigentlich wie so, wenn du heutzutage das würdest anschauen, müsstest du eigentlich für diesen Sticker ein Instagram-Profil haben und dann so das quasi für Markten, blöd gesagt. Aber es sind einfach so Katzenbildchen oder sonst so etwas, wo du einfach so dann, wo dann einfach so, ja, ich mache das jetzt, aber ich mache nicht irgendetwas, wo mir etwas Kein bringt. Mehrwert daraus eigentlich. Ja, ich mache nichts daraus, wo mir etwas bringt, sondern ich mache jetzt einfach so einen Sticker, so einen Kleber und klebe den einfach überall an. Einfach wegen YOLO, Alter. Ja, eben. Und das sind weird. Andere bauen Apps, wenn es langweilig ist. Ja. Ganz schlimme Typen. Das werden auch nicht zahlt dafür, das stimmt, ja, hast recht. Die zahlen sogar noch dafür. Das stimmt, Kleberli musst du ja zahlen. Für den Bau. Ja, du musst auch hosten. Stimmt, ja. Das kommst du nicht vergütet immer vom Open Air. AI kostet auch noch. Das Ja. sage ich. Also. Ja, schau. Ich glaube, der witzigste Kleber, den wir letztes Jahr bekommen haben, ist so ein QR-Code von einem Tinder-Profil und dann wie so ein Lebenslauf von dem Typ. Und das haben seine Friends für ihn gemacht das ist und geil. allen verteilt. Das ist so Oh eine mein witzige Gott. Idee. Ja. Oh, das heisst, warte schnell, könnten wir bei euch Ja, auch... können wir machen. Das heisst, wir könnten auch... Eigentlich könnte man eine Pfeffi-Bar-Tinder-Version machen. Wir können Pfeffi-Bar-Dating machen. Pfeffi Speed Das Dating. wäre mega wild. Pfeffi Speed Dating wäre nice. Ja. Als erstes eigentlich können wir labern mit allen. Ja, fair. So, Idee bei fürs uns wird nächste sehr Jahr viel in geflirtet. Ja. Ich sehe es. Ja. Also das heisst, wahrscheinlich, ich meine aber nicht, dass ihr euch verkuppelt mit dem Publikum. Das Publikum unter eben darum, wenn ich du wäre. Ja. Dann wärst du irgendwie so, wenn ich du wäre, würde ich der Frau, die ich am attraktivsten finde, einen Shot zahlen oder so. Das ist eigentlich ein Speed-Dating. Fair enough. Ja. Wir müssen auf die, wenn ich du wäre, richtig auslegen. Ja. Mhm. Das stimmt. Jetzt stehe ich langsam zu spielen. Aber wenn ich du wärst, wirklich ein lustiges Ja. Spiel. Das Voll, können wir sonst auch mal... Jetzt hast du gemeint, das ist ein Spiel, wo du quasi eine Person bekommst am Kopf Nein. und nachher musst du raten. Nein, wenn ich du wäre, ist effektiv, ich sage dir etwas, was ich würde machen, wenn ich du wäre. Mhm. Und du bist ja dann ich. Also eigentlich müssen wir noch Kleider täuschen vor Das ist allem. eigentlich der Reverse Never Have I Ever. Das Original... Hallo. Ja, Nein. das Ja, aber du Original... machst es nicht, du beantwortest es einfach Eben, mal. beantwortest Das du selbst, was Originalspiel du machst. geht so. Du und ich täuschen Kleider, also bist du ich und ich bin du. Und du bist schon wieder nicht mehr hinten reingekommen. hä? Das ist einfach ein bisschen aufwendig, diesen Also, Motornähr. Du bist Ricky, ich bin Bella. Ja, hallo. Wir täuschen Kleider. Ich habe dein Hemd an, du hast mein Grenichen-Shirt an. Okay. Wer bist du? Bella. Ich bin Bella. Ricky, in dem Moment, mit deinem Hemd. Fair. Und dann sage ich, wenn ich du wäre, Mhm. was ich in dem Moment ja bin, oder was Ja. du in dem Moment ja bist, Mhm. Ja. würde ich das machen. Und Mhm. dann bist du dort und sagst, shit, ich muss das jetzt machen. Ja, Es ist musst du basically einfach, es ist Du eigentlich hast eine einfach, dumme Aufgabe. es ist ein relativ fancy, simpel. es ist ein fancy Wording für I dare you, motherfucker. Ja, voll. Es ist wieder, wo Influencer einfach angefangen zu sagen, jetzt musst du im Wasser kumpen und dann hat es einfach gemacht. Nein, das war etwas anderes. Das war die Ice Bucket Challenge. Nein, ja. Ah, showing my age hier. hä? Holy fuck, ist das lange her. Wann war die Ice Bucket Challenge? Nein, andere, die sie einfach am Laufen sind in einem Mall oder so und sagt, jetzt musst du das machen und sie haben sich so das Spiel hast du mal müssen machen. Bist in der Wasserdings kumpelt oder whatever. Fuck. Ja, das andere ist halt, wenn ich Das du andere wäre, ist hätte ich speziell, mehr, ja. hätte ich mehr Consent. Es hat eine andere Message gehabt, ja. Aber anyways, ich Es ist nicht einfach, it's a prank, bro! Ja, genau. So. Aber das ist gut, es wird richtig aufgehypt. Und also, ich glaube, die Sprüche müssen schon gut sein, nachher, oder die Zettel, die Ja. wir machen. Ja, wir haben nachher noch etwas vor. Wir arbeiten da noch 5 aus. Da kann bis am Morgen um 4 Uhr gehen. Da wird jetzt durchgezogen. Also, Da ist der Business.
Wie nennt es der BWL-Basti mir. Bis nicht. Ja, morgen haben die alle hitzefrei, oder? Von dem her. Ja, eh. Gott. Mhm. Fix, definitiv. Ja. Wo sind wir gewesen vor dem? Deko-Notfall? Was hast du noch für andere Notfallteams? Strom. Ja. Schon gut, ja. Macht Ein Sinn. Stromnotfall klingt langweilig, Ja. das wissen wir, um was es sich geht. Wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was könnte passieren, Ja. aber Mhm. wir wissen alle, um was es geht. Mhm. Ja, wahrscheinlich Anlassmanagement ist Infra und so. einmal auf Platz, ja. Was irgendwie Awareness-Fälle gibt oder Mhm. so. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist es. Segment. Das Band-Notfallteam gibt es sicher auch noch. Gut, die sind Der halt einfach auch. Also die von der Produktion, die für Bands zuständig sind, die sind halt einfach. Das ist das Dreierteam, die sind auch immer irgendjemand ist natürlich dort. Mhm. Gleich wie bei uns in der Logistik auch. Also da gibt es nicht das Notfallteam oder so, sondern es ist einfach immer jemand dort. Mhm. Gibt es eigentlich auch so Positionen wie Fahrer oder so? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt ja sicher auch Bands, wo man irgendwie mit am Flughafen oder vom Flughafen kommen und nicht irgendwie mit einem Tourbus unterwegs sind. Oder dass ihr mal etwas braucht, wo man müsste holen oder so. Hat's Oder geht einfach der Omi. Omi gibt nur dem Sänger von Hatebreed eine Lebensmittelvergiftung. Ja, es gibt auch Fahrer. Also wo die Bands entweder ins Hotel bringen, vom Hotel holen, Flughafen bringen, genau. Ja. Mhm. Ich weiss aber nicht einmal, wie viel das dort gibt, ehrlich gesagt. Letztes Mal hat es auch noch Shuttlebus gegeben, wo, glaub, weil halt der Parkplatz sehr verteilt war letztes Jahr, wegen dem Wetter. Hat es dort auch Shuttlefahrer gehabt, die halt die Leute von den Parkplatz geholt haben und den Parkplatz gebracht haben. Mhm. Boah, war das letztes Jahr, als ich nicht mehr heimgekommen bin? Wegen dem? Ja, das muss letztes Jahr gewesen sein wegen dem Wetter, oder? Ja, der Parkplatz ist halt jedes Jahr so ein riesen... Ah nein, letztes Jahr ist Thema. kein Problem. Letztes Jahr habe ich im Backstage parkiert. Ja. Dort hat es keinen Schlamm gehabt. Nein, dort hat es keinen Schlamm gehabt. Dort hat es nur so eine Wasserpfütze gehabt. Stimmt. Wenn Neben vom Streik gefahren der wäre. Halle dort, ja. Der hohe Pool. Hopp. Nein, aber das ist halt jedes Jahr so das Thema, die hohen Parkplätze. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt das Jahr das erste Mal ist, wo wir eine Gebühr verlangen für einen Parkplatz oder ob das letztes Jahr schon war. Auf jeden Fall, ja, wir haben uns dort eigentlich entschieden, dass weil wir zahlen an Bauern, die das Gelände geben, halt auch immer irgendeinen Betrag. Ja. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir einfach den Betrag plus minus reinholen, wo wir nicht dann nachher den Bauern weitergeben. Ja, fair. Das ist aber auch fair. Und ja, Ja, ich glaub, das ist glaube ich letztes Jahr schon so gewesen. gewesen. Ja. Mhm. Aber das ist ja völlig fair. Das Mhm. macht ja auch Sinn. Ich glaube, also mit Parkgebühren sind wir immer noch relativ günstig im Vergleich zu anderen Festivals. Also das 40 Stutz ist relativ günstig, ja. Nein, das ist, glaube ich, hey, ich Ich weiss glaube, nicht. 5 oder 10. Ja, habe ich ich glaube, gewählt. pro Tag, ja. So irgendetwas. Es ist nicht so Kommen mit falsch, ÖV, ist einfacher. Mhm. Es hat ja auch Shuttlebus an ÖV. Mhm. Voll. Genau. Vom Bahnhof. Bis auf Aarau sogar. Ja. Und Vom Festival bis auf Aarau. Ah, okay. Nice. Etwas auf Aarau. Ja, bis auf Aarau, Und ich okay. gehe bis um 3 oder 4 Uhr am Morgen. Ja, genau. Die ist gut. Mhm. Alright. Die ist gut. Dann haben wir die Frage für das Spiel. Können wir eigentlich machen. Oder habt ihr gerade noch irgendetwas, wo euch einfällt, wo ihr wollt loswerden, wo irgendwie... So, Samstag haben wir noch ein Promo-Event. Jawohl. In Gränichen auf dem Lindenplatz. Das ist Aha. gerade bei der Migros. Was? Ja, wir haben dort einfach so ein bisschen im Dorf zum Bewerben haben wir noch ein bisschen Bier, das wir ausschenken, bei netten 38 Grad. Von dem her, es gibt kalte Getränke, es gibt auch noch warme Würste. So. Stellen wir überhaupt einen Grill auf oder nehmen wir einfach so Vielleicht legen wir es einfach am Boden. 2 Metallplatten mit? Ja, wirklich. Nein, ich hoffe, wir haben ein bisschen Schatten. Aber ja, Wann macht ihr das? am Samstag. Der Samstag. Samstag, ja. Das Genau. mal hören. Yeah! Wie Stabil. wirst du spielen gehen? Genau. Was willst du gehen? Sagst du euch? Redest du gerade mit dir selber oder mit... Nein, mit Leuten. Halt. Ja, habt ihr so irgendjemanden, wo ihr euch das Festival darauf freut, von den Bands das Jahr? Du, Electric Callboy spielt nicht, von dem her, nein. Hey, du soll in der App schnell schauen. Ich lade mir die hure App jetzt einfach ab. Swiss und die anderen würde ich sicher gerne schauen. Hey, sonst... Stimmt, die spielen auch noch. Mhm. Ja, ich glaube... Das kannst Meinst du, du habe ich ein bisschen mehr? Ja. hoffentlich. XO. Habe ich zwar schon ein paar Mal gesehen dieses Jahr, aber finde ich einfach jedes Mal mega geil. Ghost Inside und Heaven Shall Burn.
Ja, und der Rest ist cool, aber Mhm. das sind schon so meine Favorites, glaube ich. Ja, Heaven Shall Burn ist schon, Heaven Shall Burn ist schon ziemlich geil. Mhm. Bin ich kurz ein bisschen aus dem Häuschen gewesen, wo ich herausgefunden habe, dass die spielen. Das hat der Umi und Leo haben mir ein riesiges Schiss daraus gemacht, mir nicht zu sagen, wer es ist. Nur immer, boah, du wirst dich mega freuen, wer der Auf welcher Headliner Folge ist. du dich am meisten, Bella? Du wirst Außer Heaven Shall Burn halt. Ja, Heaven Shall Burn halt. Ich kann es nicht auswendig. Ich muss App abladen, um dir das zu sagen. Auf jeden Fall haben die Leo und der Umi haben ein riesen hure Ding daraus gemacht. Und Leo hat gesagt, ja, rat mal. Und ich habe alle Bands, alle wirklich kreuz und quer mittlerweile, es hat sämtliche Bands, die ich kenne, durchgeraten. Und Leo hat mittlerweile dann fast schon Angst bekommen, dass ich die Band gar nicht so geil finde, wie sie das Gefühl hat. Und ich bin der gekocht, das und das und das und das und das. Und dann habe ich ihr irgendwann mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, dass es selten eine Band gibt, die ich so geil wird finden wie Heaven Shall Burn. Und sie so, okay, doch, in dem Fall wird es gut finden. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, wieso ich das nie geraten habe. Und ich nur so, ja, weil mir der Umi ein halbes Jahr voran gesagt hat, dass die Band gross ist und dass sie eh nicht bekommt. Oder ein Jahr voran hat er mir das gesagt. Also ich habe nicht gecheckt, es spielt Madball und Agnostic Front. Ja, es Ja, ist voll. Hardcore Beide Brüder extravagant. gerade. Holy fuck, das habe ich nicht gedacht. Ja. Crazy. Ja, Hardcore-mäßig ist es hure geil da Jahr. Ja. Ist das dies oder mein Handy, das so pfedert? Keine Ahnung. Schau, wir sind da drin. Wir sind drin im Open Air Grenich. Kannst du sogar einen Podcast favoritisieren? Okay, Absolut. 15 Minuten voran komme ich nach. Das ist super. Ich so bei mir, die heizt Baden so. Das wird geil. Also, ja, Du kannst ja alle gute die Hand, Handfahrer, wie vorher gesagt. Fair kein enough. Der Problem. Ricky kann mit dem Ding mich auch per Telefon zuschalten und dann. Das kann man sagen. Jawohl, ich habe den Alter, Plan. wir können bei These Nuts Band of Brothers go mitsingen. Diesen spielt auch. Ja. Mhm. Crazy. Das Jo. Line-Up ist Oh, wirklich my crazy band da of Jahr. brothers. Das Line-Up ist wirklich Ja. insane. Ricky, was das Line-Up magst du auch vorlesen? Also, Heaven Shall Burn, Swiss und die anderen, Ghost Inside, Less Than Jake, Agnostic Front, Bad Cop, These Nuts, Exorbitant Prices Must Diminish, mache ich Grindcore, oder? Mhm. Ja. Half Me, Metalcore, Hathors, High Skull, Macht Half Me jetzt. Ja, sorry, ich habe es verwechselt mit der anderen Band. wer Mit dem Carlos in einer neuen Band. fuck. Ich habe den Namen vergessen. Anyways, High Skull, Insanity 61, Karen Dio, Lunar Vortex, die freue ich mich auch. Karen Dio ist im Fall auch Fun. Ja. Das ist von Brasilien. Keine Ahnung. Stadt BR. In dem Fall. Madball. Oh Mann, freue Der mich. Bundesrepublik Deutschland Also. heisst. Guru, Puli, Rant and Plan. Oh, Rant and Plan, die klassische deutsche Band Rant and Plan. Ich kann mit einem Spell schreiben, die wir zu rumbenennen. Science of the Swarm, die sind auch geil. Ja. Slomosa, The Suicide Machines, All Kids Noise, Sandra Guitar Courage, Secret, haben wir ein paar Folgen auch gehabt. Mhm. The Kate Effect, Mhm. Unified Move, Mhm. XOXO, Mhm. Satokrev Mhm. und Metal Server. Schau mal. Ich Geil. freue mich. Was ist das Metal Server? Das ist das Hey. Letzte. Das ist Grindcore. Das Letzte Das nur ist von Slam. Macht Slam. Die macht Slam. Ich kann sicher Pilling am Schluss. Alter. Mann, Vegan Straight Edge Hardcore. Ja. wir haben gestern im Auto noch gedacht, so, boah, wir können eigentlich ein Helene Fischer Cover machen. Nein. Hör auf. Nein, Reggae Shark. Alter. Es ist wirklich, du bist wirklich tragisch. Ey, du bist 1,5 Monate in diesem neuen Bandraum und schon los ist Helene Fischer. Das macht langsam Ja. Sorgen. Es ist so lustig, weil, was hast du hören und der AI hat nicht mehr laufen lassen. Ich weiß es nicht Irgendetwas mehr. bist du irgendwie 5-mal hast du gesagt, play this. Und nachher ich so zum einfach spielen, so wie, hey, spiele Helene Fischer. Und der ist gegangen. Ja, dann habe ich kurz nicht mehr gewusst, was los ist. Also, meine Damen und Herren, Mhm. ich würde sagen, wir sind jetzt 2 Stunden am Podcasten. Ja, stabil. Wir sollten jetzt noch kurz 5, wenn ich du wär's, ausarbeiten. Mhm. Ricky, willst du das leiten, da du der bist am wenigsten Ahnung hat, wie man das Spiel spielt? Damit es auch ja gut kommt. Also, wir brauchen 5 Fragen. Nein, es sind keine Fragen. Aufgabe. Fuck. Es sind Aufgaben. Aufgaben eigentlich. Alright. Es soll lustig sein. Vielleicht Machbar. machbar. Eigentlich wie Ziel. Kannst du Flirty sie und nicht smart creepy. definieren. Ja? Wir können jetzt gerade Smart. BWL Alright, Bassi alright. durchgehen. Spezifisch messbar. Ja, Warte. Fuck, was ist Aktie? akzeptiert. Nein. Doch.
Was? Akzeptiert? Ja. Es ist im Deutschen und im Englischen ist es verkehrt. Akzeptiert? Right. Nein, es ist auch im Deutschen. Es ist accepted, ist es auch im Englisch. Realisierbar. Realisierbar. Und Timed. Zeit. timely. Wie es auf Deutsch heisst, weiß ich nicht. Terminiert. Terminiert? Ja, genau, terminiert. Ist akzeptiert. The fuck? Ja, weil du musst ja, du als Teilnehmer von dem ganzen Projekt musst das ganze ja akzeptieren, weil sonst machst du nicht mit. Right. Ich muss mal mein Diplom zurückgeben. Ich weiß es auch nicht. Also das heisst, es muss legal sein. Alright, ja, fair. Besser. Oder ist Grenchen auf einem Privatgrundstück? Fair. Ja, was kann man mit Grenchen alles machen? Du kannst natürlich den Klassiker bringen. Wenn ich du wäre, würde ich nochmal einen Shot kaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mich für eine Schicht eintragen. Oh, das ist ein guter Wow, wenn ich Call. du wäre, würde ich mich für eine Schicht eintragen. Hell yeah, das ist gut. Vor allem, dann sind einfach nur noch so die Hawaii-Bar-Schichten Ja. morgen um Ja, 4 voll, Uhr. die kennen wir findest. Oder die zum Abbauen. Wenn ich du wäre, würde ich auch abbauen, ja. Wenn ich du wäre, würde ich einen Regenbogen-Shot bestellen. Ja. Ich habe jetzt nur so ganz kaputte Sachen im Kopf. Ja, aber das das ist mache Bring ich dich nicht. kaputt, wir brauchen ein anderes Niveau. Also es ist mehr so, wenn ich du wäre, würde ich probieren, bei Madball über die Bühne zu flitzen. Aber das sollte man wie nicht machen. Besser nicht. Können wir eine Hosenpause einrufen? Wenn ich du wäre, würde ich eine Hosenpause starten. Das ist definitiv eine gute Idee. Ja. Hat nicht jemand wegen Hosepause im Brief gemerkt? Habe ich gehört. Ich habe Hosepause komplett vergessen das Jahr. Ich bin auch nicht dabei gewesen bei der Hosenpause, aber Oh. anscheinend sind ein paar von unseren Kollegen beim Greenfield vor dem Sekunde. Rockstar selbst fast rausgerührt worden wegen Hosenpause. Ja, voll. Ja. Sie behauptet, es war, weil einfach ein Besoffener neben ihnen Stimmt. sich daneben benommen hat und auch mitgemacht hat und sie dann einfach halt mit dem in einen Topf gerührt worden sind. Fair, ja. Ich behaupte, es war, weil es meine Kollegen sind und sie alle komplett durch sind. Fair. Ja. Aber Hosepause finde ich gut. Mhm. Was haben wir noch? Könnt ihr einen Handstand auf der Bar machen? Ja, das hat Sicherheitsrisiko. Ah, ein fair. bisschen. Das ist nicht so Wir gut. lassen niemand auf die Bar rauf, aber sie könnten einen Fair. Handstand am Boden machen. Am Boden, ja. Mhm. Also. Boah, ich kann einen für Safe Last Breath, wenn ich du wäre, würde ich 250 Liegestütze machen. Ja. Scam your last breath, Alter. Ja. Mhm. Was haben wir noch? Sven, was hast du noch für Ideen? Du hast vorher eine gute gehabt. Etwas singen. Ich zähle auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich das nächste Mal das Regenbogenlied singen für die Leute in der Hawaii. Ja, Nicht in der Hawaii-Bar, in der Ach so. Pepsi-Bar. Es ist 36 Grad draußen. Ich denke nur noch an Hawaii. Das ist es. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach da warten, bis der nächste Regenbogenstopp steht und dann musst du das Lied singen. Das ist gut. Ich meine, das ist Kann keine ich drauf. schlechte Idee. Mhm. Ja, nein, ist eine gute Idee. In Ja. dieser Zeit können sie noch mehr Shots trinken. Mhm. Zahlen. Kaufen. Vielleicht hätte oder die Person dann irgendwann Anschiss zum Warten und würde einfach selber bestellen und für sich selber singen. Clever. Smart. Ja, ja, so würde ich die Situation, glaube ich, lösen. Mhm. Das ist auch viel weniger offensichtlich, weil wenn ich du wäre, würde ich jetzt einen Regenbogenshot bestellen. So, wir brauchen noch einen, wir haben es 4. Ja, so eine Runde Pfeffi ausgeben oder so. Ist zwar ein bisschen langweilig. Ja, an der ich habe das Gefühl, da Pfeffi-Bar, bringen wir aber- eh noch 37 Mal. Mit welcher könnte mir jemand helfen? Boah, wenn ich du wäre, würde ich jetzt 5 Leute suchen, die mit mir Nickelback. Nickelback Nein, November. Nein. Creed. Creed singen. Wo mit mir. Wie geht das so? Hold me now. Ja, den haben wir hören, das ist nicht gegangen. Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt One 5 Leute Breath, suchen nein. zum. One Last Breath. One Ja. Last Breath. Schreib einfach den Oh. Song von Creed. Das Kennt ignoriert. Ja, da finde ich. Nein, es gibt auch noch With Arms Wide Open. Aber das den ist haben wir nicht so letztes ein Mal. Banger. Ja, voll. Nie haben gemeint, ist der. Ja. Aber wenn wir wieder für Furore sorgen im With One Word Gruppenchat. Mhm. Das haben wir herausgefunden am Greenfield. Anscheinend, wenn du with one word irgendwie eine Sprachnachricht hinterlässt und einen Creed-Song singst, eskaliert ihre Gruppenchat. Ich glaube, das kannst du bei fast jedem Band-Gruppenchat machen. Hey, das ist gut. Wir sind Ja. sogar noch produktiv gewesen heute. Ja, Also- danke vielmals. Sonst, wie war mal eine Erfahrung gewesen für euch, eigentlich mit einem Podcast erste Erfahrung zu sammeln? Hey, spannend. Ist es so schlimm gewesen, wie ihr es euch vorgestellt habt? Nein, wir haben einfach schon bei der Autofahrt auch noch so gesagt, hey, wir wissen nicht, über was reden. Also, und ich vor allem, ich habe keine Ahnung von den Bands. Ich Mhm. weiss wirklich Mhm.
Ich kann dir keine Band sagen, die letztes Jahr gespielt hat. Keine. Oh, eben Paleface, stimmt. Eben. Das habe ich ja gesehen. Nicht schlecht. Ja. Hey, ja, aber ist, glaube ich, gleich ganz akzeptabel rausgekommen. Mhm. Ich habe Spass gehabt. Ja, voll. Same. Also ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen angespannt wird, Mhm. so ein bisschen unangenehm, aber tipptopp. Das Entspannte Problem Sache haben wir noch nie gewesen. gehabt, glaube ich. Ja. Nein. Das war witzig. nein. gewesen. Gespräch und der Schweiß ist geflossen. Was willst du mehr? Das ist es Ah. definitiv. Stimmt, wir haben eigentlich alles erledigt. Wir haben über das Ja. Grenchen geredet, wir haben über Infrastruktur geredet, über Hintergrundsachen geredet. Wir Ja. haben über... Dekonotfall. Wir haben BWL, wir haben smarte Zielsetzung Wir erklärt. wollen Wie Caves, romantisch Deko ist, haben wir noch Romantisch, angeschaut. genau, das ist wirklich, Ja. das ist... Caves für einen Dekonotfall, weil es ist sick. Das müssen wir wirklich, wir müssen auch noch... Wenn ich jetzt könnte zeichnen, würde ich dir ein Cape, würde ich dir ein Deko-Notfallkostüm... Das könnte ja eine Aufgabe sein, du musst das Kostüm für Deko zusammensammeln. Hell yeah, wenn Ja. ich du wäre, würde ich... Irgendwo das Zeug Wenn haben. ich du wäre, würde ich das Deko-Notfall super Deko-Kostüm zusammen... Irgendwo eine Zeltplache, die nachher fehlt. das Sponsoring-Wand einfach weg. Welche Schilder verschwinden eigentlich am meisten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Was hat es eigentlich alles für Schilder? Ja, die halt auf dem Weg vom Bahnhof zum Festivalgelände, das wäre schon durchlaufen, die sind aber einfach in die falsche Richtung. Ah. Was schon ein bisschen lustig ist. Ja, ich wollte jetzt niemanden an dem Tisch anschauen oder auf jemanden zeigen, der das vielleicht auch schon mal unter Umständen lustig gefunden hat, auf dem Heimweg so ein Schild zu kehren. Aber das ist nein, habe ich noch nie gemacht. Jetzt ist die meisten, die kommen halt nicht weg, aber es gehen halt irgendwelche Leute rein, Mhm. oder wenn dran anlehnen und dann lässt es halt chill gehen. Aber so ein Schild in die falsche Richtung, das ist schon lustig. Das ist schon wirklich Es ist wie wenn dich ein offensichtlicher Tourist in Zürich fragt, wo er hin muss und du ihn einfach komplett in die falsche Richtung schickst. Würdest du nie machen. Aber Nein, komplett in die falsche Richtung würde ich Kollege nicht macht das schicken. immer. Aber amix denke ich mir so, aber der Weg ist besser. So, da wärst du in 5 Minuten dort, aber dort durch ist jetzt schöner. Dort ist nur eine halbe Stunde. Dort durch ist schöner. Da kannst du noch die Stadt anschauen, da siehst du noch etwas. Dann landet es in Schwammendingen. Ja, dort schickt mir niemand hin. Das ist Also, wenn es Schwammendinge sind, kommen sie nachher so. Nö, ich will wieder heim. Ja, wir sind da gewesen. Ist cool gewesen. Hey, ja, danke, haben wir dürfen kommen. Hey, merci für die Einladung. Ja. Nein, sie vielmal. Wir freuen uns auf einen Samstagmorgen. Ja. Mhm. Eben, Und das eben, Gränigen willst- natürlich. Ja, also eben, ich meine Samstagmorgen, Also- wenn Sie ich am meine, du meinst, Gränigen- du meinst das Promo-Event Nein, von da dem freue ich mich Wochenende. natürlich auch. Vor allem, weil am Abend Wir Electric freuen- Callboy wird spielen. Das ist Und dabei. so- Wir freuen uns auch definitiv auf die Hüpfburg. Ja. Mhm. Ja. Ja. Da werde ich mal eine Folge in der Hüpfburg drehen. Ja, wenn du Lust hast, mal neue Skills zu lernen, mal eine Kreissage lernen brauchen, ja, dann meldest du dich an als Helfer. Zum Ein Handkreis sage ich oder so ein Tischkreis sage ich. So einen Tischkreis haben. Ja, Kannst du Und beides der haben. Pinky Tucker darf man nicht vergessen. Der Pinky Pinky Tucker. Der Pinky Tucker. Wie gross ist die Tucker-Pistole? Ich weiss nicht, wir haben sie noch nicht. Ah! Wir haben sie erst bestellt. Brandneu. So. Brandneu. Ja, wenn Teil Das wäre jetzt so etwas, die Mhm. hättest du hättet ihr die gehabt, hättet ihr die müssen mitnehmen. Dann wären wir jetzt 3/4 Stunde da um die... Nein, das wäre nicht gut gekommen. No. Ich habe daheim so eine 3 Liter Pfeffi-Flasche und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich sie mitnehmen soll. So das Die gibt Ganze es noch fix wieder spannend das machen. Jahr. Was? Die hast du daheim? Nein, das Oha. war nicht. Oha! Also, Richie, falls du dich fragst, was wegkommt. Das ist nicht nur... Yeah! Ja, das nennt sich Ding, wie nennt sich Qualitätskontrolle, gell? Genau. Mhm. Du musst das Produkt testen, bevor es Ja, verwendet ist. Materialkontrolle, ich habe gut, das ist gut gewesen. Ja, das ist eine sehr wichtige Flasche, darum hast du sie mit heimgenommen, dass sie ja nicht verloren geht. Ich habe die Also. nicht mit heimgenommen, die war plötzlich mit einer Wohnung. gewesen. Du hast fair, Glas, ja. gell? Die würde noch kaputt gehen dort. Ja, Darum, wir dürfen wirklich macht Glas Sinn, macht rausgeben. Das ist Sinn. eigentlich das Schutzkonzept von der Pfeffi-Bar. Macht Mhm. Sinn. Genau. Ich behalte sie dieses Jahr bei mir. Dann geht sie ja nicht kaputt. Das ist gut. Finde ich fast ein bisschen frech. Nein, wenn du Teil von der coolen Community willst Aber wie werden. schwer ist eine 3 Liter Pfeffi-Flasche? Da muss ja 3 Liter Pfeffi drin sein, also 3 Mhm. Kilo. Und das Glas ist wahrscheinlich auch noch. Mhm. Mhm. Schwer. Ich kann es nicht lupfen, zu wenig Bizeps. Für das geht ins Gym. Ich lasse kein Beat an, darum kann ich nicht ins Gym. Ja, Jetzt lohnt hier Werbung machen für Ja. Mitarbeiter. ja, gell. Ja, ich glaube, wenn du Lust hast, neue coole Leute kennenzulernen, Teil von einer Community werden, wo scheinbar ja immer noch Bock hat, jedes Jahr dort Das vorbeizufahren. stimmt. Ich habe bis jetzt noch nie Absolut. jemanden vom Grenichen kennengelernt, der nicht lustig war. Ja, voll.
wo nicht einfach voll Motivation und Passion ist für das Ganze. Und das finde ich cool. Richtig geil. Und ja, wenn du dich angesprochen fühlst, dann meldest du dich an als Helfer. Und besonders, du wirst besonders lieb empfangen werden, wenn du beim Abbau willst helfen. Mhm. Dann bekommst du extra Honor Points. Und ja, ist cool. Wenn du Koch bist und die Logistik willst übernehmen willst, also voll easy. Ja, willst du programmieren? hast du Alle anderen nicht. Alle anderen sind zu wenig stressresistent. hast interessante Side-Skills, die du anwenden können, dann meldest du dich an. Ja. Oder kauf einfach ein Ticket, weil es hat noch. Mhm. Das ist Absolut. eigentlich auch eine gute Variante. Ja. Voll. Mhm. Hört auf, euch Hilft die auch. gratis Eintritt zu erschleichen. Das ist mein Job. Kauft dir dein verdammte Ticket. Ja. Voll, Bella, hast du noch etwas zu sagen? Erst nach dem Outro. Alright. Weil irgendjemand muss nach dem Outro noch etwas Dummes sagen. Wenn ihr das übernehmen, dann sollen wir zwei es machen. Machen wir es alle zusammen. Auf 3. Das ist ein guter Alright. Plan. Auf 3 sagen wir einfach alle etwas Dummes nach dem Outro. Ciao zusammen. Eins, zwei, drei. Tütata! Regenbogen. Genau die gleiche Regenbogen. Idee. Ich kann auch wählen, aber ich weiß nicht, wie der Song geht. Ich kenne nur den Teil. Können wir Aber nicht wir alle können es zusammen lernen am singen? Open Air. Den Shot Tu es mir holen. leid. tu es mir. Meine Farbe und deine, das sind zusammen zwei. Wären es 3, 4, 5, 6, 7, wo gern würden zusammenbleiben, gibt's einen Regenbogen, wo sich lässt sehen. Das geht das ganze Wochenende so, der Pfeffi-Bar. Geilo. Yeah!